Bist du auf der Waldorfschule gewesen? Ist die Bildung in Luxemburg so schlecht? Würdest du mit mir zum Schanzenfest gehen? Ich würde mit dir zum Schanzenfest gehen. Das ist so krass. In 1 Stunde 30 haben wir den Call mit Tim Vollert mal wieder, Leute. Und ich brauche wieder Fragen. Letztes Mal habt ihr es genau das gleiche gemacht. Ich brauche einfach Fragen, die ich stellen will. Die erste Frage, die habe ich mir heute direkt beim Pissen gedacht, ist: Kann ich in The Big 2026 noch Pirat werden? Das ist meine allererste Frage. So, jetzt brauche ich euch, Chat. Habt ihr irgendwelche Fragen, die ich Tim Vollert stellen könnte? Fragt nach Bodycount. Lies meinen Resab vor Präpares Ocealing. Was ist dein Bodycount? Einer wieder bestens vorbereitet. Bro, ich sag, die beste Vorbereitung ist die spontane Vorbereitung. Welche Pussy mag er am meisten beim Sex? Frag ihn, ob er das Kind, das er angefahren hat, bezahlt hat. Warum? Nee, aber ich will auch Sachen fragen, die... Ach, irgendwas hatte ich. Was war das nochmal? Oh mein Gott. Wenn alle auf der Erde gleichzeitig tief einatmen, gibt es dann kurz kein Sauerstoff mehr. Checkt ihr? Das hat die Frage und Piratfrage, die hatte ich, während ich pissen war. Kindergarten A-Frage, ja, aber wüsstet ihr die Antwort? Frage nach Methoden, um schnell Geld zu machen. Ja, auch ein guter Call eigentlich. Methoden, um schnell Geld zu machen. Okay, wir brauchen aber jetzt mehr was über Galaxie und so. Aber wir hatten halt schon viel, das ist das Problem. Frag, ob er auf Zundere steht. Vor dem Urkleid, das hatten wir alle schon. Was passiert, wenn jeder Mensch in das gleiche Becken pisst? Ja, ist halt sehr viel Pipi da. Du Idiot. Frag ihn, wie lange Wichser haltbar ist, wenn man im Wenn man im Weltall jaucht. Digga, nee, aber ich habe eine andere Frage. Und Real Talk, die ist vielleicht sogar valid. Wenn Albert Einstein in ein Glas gewichst hätte und dieses Glas eingefroren worden wäre, hätte ich es enttauen können und in meine Freundin machen können, damit ich Little Einstein bekomme. Ich schwöre, es ist eine valide Frage. Aber lass jetzt mal ein bisschen mehr über die Galaxie, bitte. Digga, ich tu so, als wäre er ChatGPT. Wie lange kann man im Vakuum... Oh, sehr gute Frage. Wie lange kann man im Vakuum überleben? Warum, wenn man Essen draußen stehen lässt, wird es kalt und wenn man Trinken draußen stehen lässt, wird es warm? Nee, warte, ich habe eine andere Frage. Gibt es Kalorien? Und wenn ja, warum konnte ich damals 10.000 Kalorien essen, aber nicht zunehmen? Kennt ihr nicht das Meme-Chat? Kennt ihr das nicht? Gibt es irgendeinen TikToker, der sagt, es gibt keine Kalorien. Es gibt keine Kalorien. Ach so, warte. Und was ist ein guter Stoffwechsel? Weil dachte, Kalorienzufuhr einfach nur wichtig. Nee, Kaloriendefizit nur wichtig. Boah, ich habe gute Fragen gerade. Oh mein Gott, auch sehr gute Frage. Thema Sonnencreme, Sonnenschutz, allgemein Sonne. Sehr, sehr gutes Thema. Ist die WM gekauft? Frag, wie ein Stern funktioniert. Das ist ich kann dir das auch erklären. Das war ein Planet, der explodiert ist und ja, das ist ein Stern. Nein, doch. Wird CR7 Weltmeister? Ja, coole Frage für zwischendurch. Was ist das Dreikörperproblem? Bruder, das hört sich todeskrass an. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich schreib's einfach auf. Ist Willi vielleicht Sydney? Frag seine Meinung dazu, dass wir alle aus Sternenstaub bestehen. Das ist eine gute Frage. Und onanieren/ficken Astronauten. Sehr gute Frage. Wie viel ist das Ficken auf dem Mond? Wann explodiert die Sonne und was ist danach? Man merkt, dass du keine Freundin hast? Ey, erklär mal kurz warum. Weil es kann ja sein, dass ich eine Freundin hab und du denkst, dass ich keine hab, aber ich hab eine. Bedarf das einer Begründung? Ja, ich finde schon. Weil damals habt ihr auch immer gesagt, ja, du hast keine Freundin, aber ich hatte ja eigentlich eine. So, aber ihr wusstet es einfach nicht. Tja, Leute, paradox. Oh, ich habe eine Frage. Ich weiß aber nicht, ob das die Firma ist, by the way. Ist das die Firma? Ist ja eigentlich nur eine Frage. Von wo kommt es, dass Leute sagen, orangefarbige Menschen hätten keine Seele? Mich interessiert das, von wo das kommt. Ach, Rothaarige. Hab vergessen, dass man Rothaarige sagt. Scheiße. Orangefarbige?
Was passiert, wenn man Abführ- und Verstopfungsmittel gleichzeitig nimmt? Digga, wir haben schon viel zu dumme Fragen. Wir brauchen noch ein paar schlaue, Digga. Sonst denkt er wirklich, ich verarsche ihn. Ich mache gerade einen Bootsführerschein. Denkst du, ich schaffe den? Was passiert bei einem Sonnensturm? Auch gute Frage. Ist es einfacher, ohne Schwerkraft zu wichsen? Digga, also Real Talk, das ist halt wir haben zu viele Trollfragen, aber das ist eine sehr interessante Frage, finde ich. Frag einfach mal, wie es ihm geht. Wie geht es dir wirklich? Ist jemand schon mal auf dem Mond gestorben? Ist eine gute Frage. Ich glaube nämlich nicht. Frag mal nach dem Ende des Universums. Oh, warte mal. Frag ihn nach Kessler-Syndrom. Wieso ist ab einer bestimmten Geschwindigkeit ein M nicht mehr ein M lang? Was laberst du? Kennst du das Schnecken-Leopard-Paradox? Das ist auch eine wichtige Frage. Bitte frag das, ich krieg dazu nie eine richtige Antwort. Wenn ich nah an einem schwarzen Loch mit jemandem FaceTime und der auf der Erde, würde er mich immer langsamer sehen hören? Digga, ich hab keine Ahnung. Ich weiß bis heute nicht, was ein schwarzes Loch macht, aber ja. Wahrscheinlich kommen wir, also wie gesagt, ich hol auch Fragen während des Talks auch. Also passt. Also es war nur, damit ich so ein bisschen was hab. Moin! Na, lange ist's her. Wie lange ist es her? Ich weiß es gar nicht. 3 Monate oder so. Eigentlich ist es nicht lange her. Aber es klingt dramatischer, wenn wir es sagen. Hatte ich so Loki blonde Haare, als wir uns letztes Mal gesehen haben, oder nicht? Ich glaube schon. Ich meine, warte, zeig mal. Boah, Ich weiß es gar nicht. bin mir echt nicht sicher. Nee, ich glaube, die sind blonder geworden. Hast du dir mal... Blonder Hast du jetzt kürzlich gefärbt? Bist du jünger geworden? Nee, ich hab den nicht gefärbt. Ja, sind vielleicht auch graue Haare. Mal gucken. Oh, warte mal. Warum bist du so im Urlaubsmodus? Ey, du denkst, das ist Urlaubsmodus, ja? Ja. Ich hab sogar zum Trinken extra mein Lieblingsobjekt mitgebracht. Was? Ich hab momentan richtigen Drive. Ich trinke die ganze Zeit nur noch Kokosnüsse. Die Hitze hat mich erwischt in meiner Dachgeschosswohnung und hat mich nicht mal losgelassen. Und dazu Frag ihn gehört, dass mal so ein nach gewisser März den Sonnenstich dann auch ein bisschen länger bleiben muss. Ich bin jetzt im Urlaubsfieber. Ja, im Hawaii-Hemd und allem, was etwas stimmig ist dafür, dass ich nicht nach Hawaii darf. Aber, Darfst du nicht? Ja. Ach, Hawaii ist ja USA, oder? ganz genau. Ach, scheiße. Aber, Wie geht's dir? ja, mir geht's gut, wie geht's dir? Es könnte nicht besser sein. Aber, also, ich hab heute auch wieder ein paar Fragen aufgeschrieben und da ist auch eine Frage, wie geht's dir? Das ist die Frage, die gestellt wurde. Ja. Du, mir scheint jeden Tag die Sonne aus dem Arsch. Mein Leben könnte nicht glücklicher sein, wie seitdem ich Influencer geworden bin. Wenn ich morgens hier in Göttingen aufwache, dann kommen die Tiere des Waldes in meine Wohnung rein und kleiden mich ein wie in einem Disney-Film. Ich meine, du kennst das vermutlich selber bei dir. Ich weiß nicht, welche Tiere jetzt im Ruhrgebiet bist du, oder wo bist du? Ich bin gerade auf Madeira. Ach so, ja gut, okay. Ja, dann kommt da wahrscheinlich auch eine Seemöwe und hilft dir morgens, aber sonst hätte weiß ich ich jetzt Ratte nicht. gesagt. Ist das eine echte Kokosnuss? Das ist eine echte, zweifelsfrei komplett genmanipulierte Kokosnuss. Warte, achso, die Kamera ist ja hier. Ich bin tripped out in Technologie jetzt. Beim letzten Mal habe ich meine MacBook-Kamera benutzt. Jetzt habe ich extra eine gekauft. Da ist eine echte Kokosnuss, aber die sieht gar nicht aus wie eine echte. Also das ist wirklich Endstadium an Genmanipulation. Eine echte Kokosnuss würde weinen, wenn sie die sieht. Die hat keine grüne Haut mehr. Die ist so gemacht, dass sie maximal viel Wasser hat. Ich bin ein Riesenfan. Aber schmeckt sie? Die schon. Normale Kokosnuss, neu. Hast du schon mal eine normale Kokosnuss getrunken? Nee. Da ist richtig Rotz. Also ich war jetzt in Ghana zum Beispiel. Da kann man die halt so an der Straße kaufen. Das ist so, als wenn du so Wasser trinken würdest, bei dem du das Gefühl hast, das ist schon mal durch ein anderes Tier durch. Also das geht gar nicht. Aber so eine manipulierte Kokosnuss, Naja, die also ist wesentlich besser. theoretisch ist ja jedes Wasser durch ein Tier gegangen, ne? Haben wir ja gelernt letztes Mal. Ey. Warte mal. Hat jemand gut aufgepasst. Du hast nicht unrecht. Ja. So, also ich hab wieder ein paar Sachen aufgeschrieben, das sind wieder ein paar Sachen, letztes Mal sind wir sehr krasse Sachen durchgegangen. Jetzt habe ich so ein bisschen mehr, wie sagt man? Ja, ich würde einfach mal anfangen, ja? Deine erste Frage das letzte Mal war, wie oft ich mir einen runterhole. Okay, passend dann dazu, was ist dein Bodycount? Mein Bodycount. Warte, ich habe eine Liste irgendwo hier. Also wirklich? Bodycount. Nein, ich habe keine Liste dafür. Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwann, als er aufgehört zu zählen, ich habe keine Ahnung, ich weiß es für. Ab wann zählt das? Das ist die wichtige Frage. Ja, dafür. du musst schon mit deinem, also du bist drin und du bist gekommen. Okay, aber bin ich jetzt nur drin gewesen? Ich meine, wenn Dann sie ist ihn es so auch deep. im Mund, dann Nee, wenn sie den Mund ich sag erzählt, Mund. Ich sag Mund ist nicht das Gleiche. boah, weiß nicht, 7?
schätzungsweise 7 oder so, dann, okay, ja. Nicht schlecht. Also, ich meine, ich habe die letzten 5 Jahre damit verbracht, möglichst viele Gehirnzellen wegzusaufen auf jeder Studentenparty, die Göttingen hat. Das heißt, irgendwas muss man daraus mitgenommen haben. Technisch gesehen eine enttäuschende Zahl, wenn man das bedenkt, dass ich dafür locker 20 IQ-Punkte aufgegeben habe. Würdest du sagen, du hast mehr gefickt, weil du besoffen warst oder mehr einfach so? Also lass mich folgendermaßen formulieren. Ja. Höchstwahrscheinlich LOL. habe ich das fast nur besoffen getan, aber rückwirkend würde ich sagen, dass der Alkoholpegel nie geholfen hat, dabei es tatsächlich durchzuziehen. Hä? Ja? Ich weiß nicht, wie ist dein Bodycount? Fangen wir so an. 2. 2, okay, gut. Ich meine, Plural, super. Warst du jedes Mal nüchtern? Ja, aber also ich dachte immer, wenn man so in den Club geht und Krass. sich besauft, dann kommt das Ficken von ganz alleine. Aber das stimmt ja gar nicht. Boah, im Gegenteil. Nee, voll im Gegenteil, das ist das Problem. Du musst halt das richtig takten. Du gehst halt, wenn die Lust dich treibt, dann musst du halt auf eine Party gehen und musst halt deine 6, 7 Shots da direkt am Anfang weghauen. 6, Und, das war tatsächlich gerade nicht mal beabsichtigt. Mein Gehirn ist einfach nur so gebrainwatert, dass ich das jetzt automatisch sage. Ich meine, du musst es am Anfang halt wegsaufen. Ja, und dann musst du am Abend so langsam dich wieder in die Nüchternheit reinbewegen und hoffen, dass wenn ihr zu ihr nach Hause gegangen seid oder so, dass du dann wieder nüchtern genug bist, um zu performen. Das funktioniert meistens nicht, meiner Meinung nach. Aber ja, 7 in 5 Jahren. Ja. Ja, okay, aber ich möchte, also, du sagst, man muss so betrunken sein und dann, wenn man hier ist, nichts mehr trinken, damit man langsam wieder abflacht und auf dieser Abflachlinie fickt man dann. Ich würde sagen, in den letzten 2 Stunden, bevor du es tust, solltest du nicht mehr getrunken haben. Ja? Übrigens an alle Kids, die gerade zugucken, das ist keine medizinische Empfehlung. Ja? Das folgt nur auf persönlichen Anekdoten auf. Ja? Ich würde sagen, das Ding ist, wenn du kennst du das, wenn man so besoffen ist, dass man die Augen zumacht und dann fährt man Achterbahn die ganze Zeit? Ja? Versuch mal da irgendwas in irgendwas reinzustecken. Ja? Da ist die Ich aber immer wieder schön hier reinzugucken. Jetzt du du machst so untenrum die ganze Zeit einen Helikopter und denkst, dass du es gerade hältst. Das kann nicht funktionieren. Ja? Das Ding ist, ich habe richtig Bock, das jetzt auszuprobieren, besoffen, aber ich kann nicht. Ja, Influencer, ich meine, es war jetzt nicht mein Plan, aber Influencer-Collabs müssen einen weiten Weg gehen. Ich komme vorbei, wir finden das heraus, alles gut. Aber wir zwei? Ich hab das war nicht mein Plan. Ja? Ich habe das auf TikTok gesehen, wo du was gesagt hast. Also ich bin offen. Okay, perfekt. Du, das hat man so noch nicht probiert, ja, in der Livestream-Szene in Deutschland, ja, aber es ist ja auch wichtig, dass wenn man weiter berühmt bleiben will, dass wenn man mehr Reichweite kriegen will, dass man mutig vorangeht, ja. Und wir müssen neue Plattformen schließen. Augen zu und an Deutschland denken. Das habe ich wie schon beim letzten Mal gesagt, ja. Denk an all die neuen Follower, die es bringen wird. Ja? Kann ich dich ganz kurz 20 Sekunden alleine lassen? Du kannst mir deinen Livestream anvertrauen. Ich wüsste überhaupt nicht, was dabei schieflaufen könnte. Okay, ich bin gleich wieder da. Okay. So, ich kann den Chat überhaupt nicht sehen. Aber ich mutmaße mal, dass der Großteil der Fragen, die jetzt, wo er nicht drin ist, gerade reingeschrieben werden, überhaupt die Frage behandeln, wie das mit den Blumen und Bienen generell funktioniert. Ich weiß es auch nicht. Also, ich war in der Schule krank, als wir Sexualkunde hatten. Aber mir wurde gesagt, dass wenn Mama und Papa sich halt ganz, ganz, ganz doll lieb haben, ja, und Papa sich dann auf die Ecke in einem Stuhl sitzt und Mama den Nachbarn einlädt oder den Milchmann, dass dann 9 Monate später ein Kind rauskommt. Genauer kann ich es euch auch nicht sagen. Aber ich meine, nur damit ihr jetzt Bescheid wisst. Ja, ja, servus. Jemand verficken sehe ich gerade. Aber okay. Waren beide Male? Ich häng noch bei dem Thema fest. Waren beide Male bei dir in einer Beziehung? Ja. Ah. Ja, peinlich, ne? Ich bin so. Nee. ja, voll rückständig, ja. Ja, das Ding ist, guck mal, ich war der letzte zu dir, ich war in Korea. Ach stimmt, da müssten meine Haare ja eigentlich blond gewesen sein. Ich war in Korea und da war ich das erste Mal in meinem Leben, da war ich so, okay, ich gehe jetzt in den Club, ich trinke und vielleicht passiert da was. Aber das geht nicht so einfach. Im Club safe nie, ja. Also, erstens, also meine persönliche Meinung, ich weiß nicht, wie häufig du oder deine Zuschauer Clubgänger sind, besteht im Club gehen daraus,
man trinkt vorher, man geht rein, ja, man macht eine persönliche Insolvenz für den Eintritt. Dann tanzt man dort mit 3 anderen Typen in einer kleinen Runde, in der keiner tanzen kann. Daneben steht eine größere Gruppe von Frauen, was heißt Frauen? Safe minderjährig, die tanzen können. Alle Gruppen bleiben untereinander. So ist der Aufbau, generell in der Verteilung in der Club. Am Ende geht man wieder raus und sagt sich, boah, ist voll geil gewesen. Das nächste Mal werde ich safe wen abschleppen. Ich habe noch nie gesehen, dass irgendjemand im Club wen abgeschleppt hat. Ja, weil, guck mal, also kennst du Rumatra? Raketenwissenschaftler? Ja. Ja, genau. Ich war mit ihm Frag in ihn, Korea. ob die Liebe dorthin gefallen ist oder nicht. Ich meine sein TikTok-Video. Da war so ein Girl und da war ich so, ja, okay, die sieht attraktiv aus. Und meinte er die ganze Zeit ja, geh da hin und frag sie. Und dann habe ich das am Ende auch gemacht. Ich bin da hingegangen, auf Englisch, habe gefragt, hey, I find you beautiful. Aber es hat nicht funktioniert. Digga, sogar ich fühle mich gerade belästigt jetzt nur und mir wurde die Geschichte nur erzählt. Aber ich weiß nicht, warum ich dich frage, aber in meinem Kopf kannst du mir die Antwort geben, warum das nicht funktioniert hat. In meinem Kopf bist du ChatGPT, weißt du? Also, ich würde sagen, das gebrochene Englisch hat nicht geholfen. Fairerweise muss man sagen, viele Koreanerinnen und Koreaner können ebenfalls kein Englisch. Habt ihr vorher getanzt? Hast du sie angetanzt? Hast du irgendein Getränk ausgegeben? Irgendwas angeboten? Ich meinte zu ihr, I can buy you a drink. Und dann meinte sie, ich trinke keinen Alkohol. Und dann meinte ich einfach nur, okay. Aber dann, Wieland meinte, also Romatra meinte dann danach, ja, Digga, du Vollidiot, du hättest dir auch einfach ein Getränk ohne Alkohol kaufen können, aber habe ich nicht drin gemacht. Ja, okay, aber fair zu sein, ich glaube, also ich hätte schon vorgeschlagen, dass man das sinkende Schiff ab dem Punkt verlässt, wenn sie sagt, sie trinkt keinen Alkohol. Wenn du besoffen jemanden im Club anmachst und sie ist nüchtern, dann geh lieber weiter zur nächsten, würde ich sagen. Ich habe versucht, nüchtern zu wirken, auf jeden Fall. Das hat noch nie nicht geklappt. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Noch nie habe ich versucht, nüchtern zu sein. Es hat nicht funktioniert, ja. Das Ding ist, ich weiß nicht, das liegt vielleicht auch an der Kultur da drüben. Ich glaube, du hättest bessere Startländer wählen können, um das erste Mal auszuprobieren. Ja, aber du hast doch letztes Mal auch gesagt, Koreaner haben Probleme mit Kindern und so und, ne? Ja. Grüß den von mir. Okay, fair. Ich sehe das lange Spiel, ja, dass die koreanischen Männer teils so komisch drauf sind, dass die weniger an denen Interesse haben. Ich weiß aber nicht, ob das darin translandiert, dass die dann an Deutschen so groß Interesse haben. Also 2 Freunde von mir waren vor kurzem auch in Korea und die meinten, dass es in den Clubs gar nicht geht. Ach, Luxemburger, Digga, die wissen nicht, was Luxemburg ist, ja? Ich nehme deine Nationalität im Ausland basierend auf dem letzten Land, das euch eingenommen hat, ja? Also, niemand weiß, was Luxemburg ist. Ja, aber war das nicht Frankreich? Wann denn? Weiß ich nicht. Aber also in Luxemburg reden mehr Leute Französisch als Deutsch, deswegen dachte ich in meinem Kopf, okay, Frankreich wird eingenommen. Okay, fair. Ja, das ist ein Problem, aber das können wir noch ändern. Mal gucken, ja? Ja, okay. Also, ich muss jetzt, also ich weiß nicht, ich hab manchmal bei mir war das in der Vergangenheit im Club auch manchmal proaktiv von der anderen Seite. Das erste Mal, dass ich so als junger, unschuldiger Mensch in Göttingen, weißt du, so auf einer größeren Party unterwegs gemacht wurde, wo ich was mit einer Person angefangen habe, war ich wirklich fürchterlich besoffen, stock besoffen und ich war schon auf dem Weg nach Hause zu gehen. Ich habe so meine Jacke genommen und ich gehe so am Eingang aus der Tür da raus und da steht plötzlich so eine Frau und die spricht mich an und fragt so, ey, wollen wir rummachen? Und ihr wisst, ich war jetzt ab dem Punkt schon 5 Bier und so 10 Shots deep, das heißt, die haben einfach ja. Ich weiß, das auf Englisch gesagt, die war Brasilianerin. Wie auf jeden hat Fall, gesagt? wir machen erst, ey, do you wanna make out? Also wirklich nur das. Die haben mich angeguckt, hat mich festgehalten und hat gesagt, so? you wanna make out? Nein. Ich glaube nicht. Wie sage ich auf Englisch zu einer Frau, ob wir rummachen können? Das Problem ist, wenn der Mann es zuerst sagt, dann hast du immer eine 50-prozentige Chance, dass du wirkst, als wenn du jemanden belästigen wirst. Wir haben da echt ein schlechteres Brett, glaube ich. Ich glaube, ja, jetzt andersherum musste, glaube ich, das längere Spiel spielen irgendwie. Oder die Stimmung im Club muss wirklich schon so wild sein, dass ihr müsstet zusammen tanzen, würde ich sagen. Du musst erst rantanzen, gucken, ob sie überhaupt Interesse hat. Und dann müsstet ihr irgendein paar Wörter verlieren. Also wenn sie schon kein Interesse hat, mit dir einen zu trinken, weil sie direkt so sagt, ey, nee, ich trinke aber keinen Alkohol. Ich weiß nicht, ich würde alles erstmal als Ablehnung interpretieren, was überhaupt nicht so das kooperativ ist mein altes Ich. Ja? Das ist mein altes Ich bin nicht mehr so. Jetzt in meinem Kopf ist einfach nur, ich habe aufgegeben, ich habe aufgegeben, ich bin raus bei Frauen. Aber ja, nee, ich habe Okay, also wenn du in einem Club natürlich Männer antanzen willst, das ist viel einfacher, da bin ich mir sicher. Ja, ich weiß auch nicht, was einfacher ist. Boah, ich glaube, ich weiß nicht, wir sind ja beide nicht Teil der Community, aber die Bekannten von mir, die schwul sind, meinten mal, das wäre immens einfacher. Ja? Also, dass da viel schneller laufen würde. Ja, aber es macht ja Sinn. Wir müssen ja überlegen, Mann, Frau, ja, die Kombination auch auf Partys so, der Mann ist testosterongetriebener als die Frau und hat
immer den größeren Drang. Und wenn du dann auf einmal die Kombi Mann-Mann hast, ja, wo beide dieses Testo trotzdem noch haben, müsste das die am schnellsten funkende Kombination sein. Wäre jetzt meine Meinung, aber ich bin jetzt noch nicht erfahren in dem Gebiet. Okay, krass. Das klang immer so. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall die Frau, die mich da angemacht hat. Ich bin da rausgegangen, wir haben es an der Wand meiner Uni getan. War in der Nähe meiner Uni. Und dann hat die mir aber so eröffnet. Das war 2022, war 21 Jahre alt. Da hat mir eine so gefragt, was glaubst du, wie alt ich bin? Ich so, keine Ahnung, so 25, die so 36. Was? Ich wurde ausgenutzt. 36, 21, 36. Was ist das denn für eine pädophile Sache? Ich wurde gegroomt an dem Abend, ja. Er hat einen armen, hilflosen, stockbesoffenen Influencer einfach ausgenutzt. Warst du da schon Influencer? Nein, aber ich habe mich gefühlt, als wenn ich ausgenutzt wurde. Aber hast du so gemacht an der Wand? Ich weiß danach im Anschluss so, ja. Aber hast du das gemacht oder hat sie das gemacht? Welchen Teil jetzt? Welchen Teil, was? Ja, wo ihr rumgemacht, also ihr habt ja an der Wand rumgemacht. Hast du so gemacht? So? Ach so, nee. Wir hatten vorher rumgemacht. Draußen an der Wand haben wir es getan. Ah, ihr habt gefickt? Ja. Was? Ja, er muss ja auch seine Uni irgendwann mal dessekrieren. Ja, Digga, warum geht das so einfach? Die ist zu dir gekommen, sie hat gefragt, wollen wir rummachen? Ihr habt rumgemacht und dann habt ihr gefickt? Ich wurde gegroomt, Alter. Die war 36, okay? mit Kondom. Ich meine, ja, klar. Die hatte alles dabei, die war vorbereitet. Vermutlich hätte das schon eine Red Flag sein müssen in der gegebenen Situation. Aber ich war stockbesoffen, okay? Das war ein später Teil des Abends. Digga, in dieser Kokosnuss kann nichts mehr drin sein, Bro. Diese Kokosnuss, ich schwöre dir, da ist doch voll viel drin. Die ist so groß, das ist nur Wasser da drin. Okay. Kokosnuss, gutes Ja, Stichwort. Also Tipps, ja. Warte, wolltest du noch Tipps sagen? Ich weiß nicht, ich überlege gerade. Mir fallen im Verlaufe dieses Abends vielleicht noch Tipps ein, dann sage ich sie, bezüglich, wie macht man jetzt richtig jemanden im Club an. Ich glaube nicht, dass mein Beispiel von gerade eben so leidgebend war. Glaub nicht. Okay, Kokosnuss, aber kann ich in The Big 2026 noch Pirat werden? Safe. Also, die Kids fragen ja immer, Tim, wie kann man sein Geld am besten anlegen? Und ich meine, wir alle halten nichts von Immobilien, ja, zu wenig Rendite und der Aktienmarkt ist auch etwas gefährlich. Kennst du den Somali Pirate Index noch? Man konnte früher Geld an somalische Piraten schicken, so 8.000 oder so, und dann haben die davon halt Waffen und so gekauft. Okay. Und wenn die dann halt so ein französisches Handelsschiff oder so überfallen haben, halt irgendwer da schnell die weiße Fahne zeigt, dann hast du halt einen Anteil von der Beute bekommen. Und das hat halt teilweise eine Rendite von 800% oder sowas in einem Monat, weil du das 8-fache deines Geldes wieder gekriegt hast. Und ich denke, man hätte an der Stelle auch noch gut einsteigen können. Also ich denke, somalischer Pirat werden ist immer noch drin. Die machen das zwar mittlerweile weniger als früher, aber ich meine, du brauchst ja nur ein Schlauchboot. Wer zum Fick ist das? Aber gibt es doch Piraten? Ja? Safe, ja, die gibt's noch. Aber gibt es Piraten mit Schwert? Ich glaube, die haben Macheten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die da drüben auch Macheten also haben. ohne Schusswaffen jetzt. Dann stirbst du. Aber also, die Containerschiffe da unten, die haben Stacheldraht, die haben Söldner, die haben Maschinengewehre mittlerweile alles dabei, weil diese Somalier das häufig versucht haben zu überfallen. Nicht nur die, aber hauptsächlich die, muss man sagen. Ich habe da mal Videos zugesehen, mittlerweile, die fahren dann in den bestimmten Gebieten Stacheldraht richtig aus, da stehen aber Leute mit MGs auf dem Deck, ich meine, ich unterstütze dich, ich wäre dabei, ja, also das mit dem Piratending, ja, also, das wäre eine schöne True Crime Geschichte, wenn wir da weit draufgehen würden. Willst du mir jetzt fragen, ob ich One Piece gucke? Vielleicht. Im Jahr 2006 habe ich mal eine Folge von One Piece gesehen, als er mein Kumpel war, also damals bei der Grundschule und der einen Fernseher in meiner Ecke laufen hatte. Damals fand ich das cool, heute finde ich es traurig, aber auf jeden Fall, da lief die allererste Folge von One Piece, so die allererste. Und danach habe ich nie wieder eine andere gesehen in den letzten literally 20 Jahren. Okay, also du guckst kein Anime. Oh, nee, das muss ich jetzt kurz erzählen. Sorry, nee, das muss jetzt, weil das jetzt übergreifend die andere Geschichte. Ich habe einen Kumpel, der ist unironisch, der ist 1,60 groß, höchstens, ja? Er ist ein ziemlich kleiner Typ, der ist auch jetzt nicht irgendwie breit gebaut, ziemlich kleiner Typ. Und der hat mal auf einer Party, auf der ich auch war, stockbesoffen, hat der eine Blondine angesprochen, die war so unironisch 1,90 Meter und war eine der attraktivsten Personen, die ich je gesehen habe, ja? Und dann hat er stockbesoffen ihr den ganzen Lore von One Piece so erklärt, ja, und hat die ganze Zeit auf sie eingeredet, wie das funktioniert. Und dann haben sie rumgemacht. Was? Und ja, und dann, weil er so schulträg war, hat er später gesagt, ja, weil die wollte ihn die ganze Zeit daten. Da hat er gesagt, ja, ich hab kein Interesse. Und ich war so sauer auf ihn, ja, war so sauer auf ihn. Für Jahre danach war ich sauer auf ihn. Aber ich will nur gesagt haben, vielleicht ist das der Weg, ja. Will ich nur eingeworfen haben. Stichwort One Piece, du kennst den Lore, ich kenne ihn nicht. Er war 30 Zentimeter kleiner, hat nur über One Piece geredet und hat mit der rumgemacht.
mindestens 30 Zentimeter. Und ja, es war ein One Piece, der hat sie locker eine Stunde zugelabert, bevor sie ihn dann rumgekriegt hat. Also sie muss das proaktiv tun, ja? Also gehe weil ich sie zu dann so viel Interesse Frauen an ihm und hatte. rede über One Piece. Safe. Von meiner Seite aus keine Bedenken. Ich meine, ich persönlich sage immer, dass man im Leben eine Entscheidung treffen muss. Man kann halt entweder Animes gucken oder ein aktives Sexualleben haben, aber es gibt neue Pfade, die erschlossen werden können. Ich meine, mein Kollege hier war jetzt nicht gerade die Ausnahme der Regel, weil sie haben es ja nicht getan. Also es passt Ja, das aber immer noch dazu. er hätte. Aber er guckt Animes, deswegen hat er Nein gesagt. Regel Ja, bestätigt. aber ich würde doch niemals Nein sagen. Ja, deswegen kriegst du auch keine Chance. Okay. Das war die Community-Frage, by the way, kann man noch Pirat werden? Nee, das war meine Frage. Ach so. Das sind Fragen, also das sind teilweise Fragen von mir und teilweise Community-Fragen. Aber das war meine Frage. Noch eine Frage von mir. Wenn alle auf der Erde gleichzeitig tief einatmen, also wirklich so, gibt es dann kurz keinen Sauerstoff mehr? Glaubst du, dass wir gerade so genug Sauerstoff haben, damit wir alle atmen können? Ja, viele. Ich weiß, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Klein wenig, ich verspreche, es gibt ein klein wenig mehr. Wie viel mehr? Was ist das? Ich habe noch keine Ahnung. Soll ich jetzt eine Zahl nennen in Tonnen oder was? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, ich glaube, also die Biomasse auf der Erde ist ja, wenn wir sehen, unverändert. Wir haben jetzt 8 Milliarden Menschen, aber dafür haben wir ja verdammt viel weniger Tiere. Ich glaube, wir könnten schon noch so wir könnten locker ein paar Billionen mehr Menschen, also ein paar 1000 Milliarden mehr Menschen auf der Erde haben, bevor wir uns darum Gedanken machen müssen. Also es gibt ja mehrere Schichten der Luft und in der untersten Schicht, wo wir sind, da würde kein Leck oder so kommen. Wenn jetzt, okay, sagen wir, alle Menschen auf dieser Welt sind auf einer ganz großen, flachen Fläche und wir atmen alle ein. Atme ich nicht die Luft von dem anderen dann kurz ein? Also wenn wir jetzt alle Menschen auf Malle, irgendwie auf so ein Festivalgelände auf Malle, alle Menschen der Erde so reinquetschen würden, könnte die Luft dort natürlich verdammt schlecht sein. Ja, weil wir alle ausatmen. Und dieses CO2 und dergleichen ausatmen. Kennt man ja auch von Räumen, wenn man im Raum ist, die Luft wird schlechter, kann ja auch draußen sein, ne, dass man in irgendeiner Umgebung die Luft schlechter wird. Aber könntest du so einatmen, dass dann Luft nicht mehr da wäre? Nee, weil die Luft würde von oben ja die ganze Zeit wieder nachgezogen werden, weil es ja auch Materie, die von Gravitation angezogen wird und dergleichen. Das heißt, die Luft würde quasi direkt wieder nachrutschen. Aber beim Ausatmen würden wir die Luft um uns drumherum schon verdammt schlechter machen. Ja, also Kopfschmerzen könnte man kriegen. Okay, dann direkt, du meintest, die Masse der Erde ist ja, die bleibt unverändert, ne? Ja, minus 20.000 Tonnen pro Jahr. Wie? Durch Abgase. Wir verlieren durch Abgase tatsächlich manchmal was ins Weltall. So 20.000 Tonnen an Gewicht. Ja, ist jetzt nicht so viel. Also, gemessen an der Größe. Ich habe damals als Kind, hat mir irgendeiner gesagt, ich weiß nicht mehr, ob Lehrerin oder keine Ahnung, aber wenn man einen Tropfen Wasser von der Erde wegnimmt, dann würde das Gleichgewicht der Erde direkt tot sein und scheiße, aber das stimmt ja gar nicht, weil es gehen ja Leute auch ins All und so. Bist du auf einer Waldorfschule gewesen? Ist die Bildung in Luxemburg so schlecht? Musstest du mit dem Fahrradhelm zur Schule gehen? Ich bin mit dem Bus zur Schule gegangen. Hat eine Lehrerin einen Fahrradhelm getragen? Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Das heißt ja, dass wenn wir jetzt, ich meine, es ist ja auch Wasser in Menschen, das heißt, wenn wir jetzt so einen Astronauten auf die ISS schicken, dass der sofort Apokalypse im Haus ist. Da ist wie das habe ich online gelesen, dass auch wohl so geschrieben wurde, so wenn die Erde nur 3 Meter näher an der Sonne dran wäre, ja, dass wir dann irgendwie verbrennen würden. So stell mal vor, du steigst auf eine Leiter und stirbst halt einfach. Ja, aber ist das nicht true? Also, okay, sagen wir, die Sonne wäre 100 Meter neben der Erde, dann würden wir hier verbrennen. Okay, das ist ja was anderes. Sagt ja, wenn die 3 Meter näher dran wäre. Ja, wenn die Erde jetzt 100 Meter nur von der Sonne. Du meinst 100 Meter näher dran an der Sonne? Näher dran. Boah, der Abstand zwischen Erde und Sonne verwandelt sich quasi, ich bin jetzt nicht sicher über die Zahl, aber immer 1 Million Kilometer pro Jahr ändert sich das schon. Also, das haben die in der Waldorfschule wahrscheinlich nicht beigebracht. Aber unsere Sonne, wir nehmen mal die Kokosnuss hier als Beispiel. Die ist ja in der Mitte unseres Sonnensystems. Aber wir bewegen uns um diese Sonne ja nicht drum in einer Kreisbahn, wie es gerne dargestellt wird. Ja, und das hier ist die Erde. Warte, ich halte die mal weiter weg. Wir bewegen uns ja nicht in einer Kreisbahn drumherum, sondern wir bewegen uns ja in einer Ellipsenbahn. Ach so. Ja? Das heißt, die Hälfte des Jahres sind wir weiter weg von der Sonne. Es gibt 2 Brennpunkte. Die Sonne ist in einem Brennpunkt. Also das heißt 2 Punkte in einer Ellipse, in einem Oval. Die Sonne ist im einen davon, links oder rechts. Und wir sind die Hälfte des Jahres weiter weg von der Sonne als die andere Hälfte. Und die andere Hälfte ist Sommer. Nee. Wie? Es sind nicht immer auf der Erde gleichzeitig die gleichen Jahreszeiten. Wie?
Nein. Hä, aber, Nein, das ist hä, aber wenn wir mehr als die Hälfte, also wenn wir die Hälfte des Jahres richtig nah an der Sonne sind und die andere Hälfte richtig weit von der Sonne, dann muss es doch wärmer sein und kälter, oder nicht? minimal tatsächlich, sollte man glauben. Minimal, aber du darfst nicht vergessen, auf der Südhalbkugel der Erde haben wir andere Jahreszeiten als auf der Nordhalbkugel. Ja, das wenn hier ist Sommer mir- ist, ist unten gerade Winter. Also das passiert hauptsächlich tatsächlich einfach nur durch den Stand, den wir zur Sonne haben. Also wir sind halt zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich schräg zur Sonne gewinkelt. Es bleibt relativ gleich wegen dem Treibhauseffekt. Ja, die Wärme kennt man aus dem Klimawandel und dergleichen. Die Wärme, die eingespeichert bleibt auf der Erde, die gewisse Menge, die bleibt immer relativ gleich. Der Unterschied ist, ich weiß nicht, vielleicht gibt es einen, aber der ist minimal im Vergleich. Also es hängt eher davon ab, wie viel Sonnenstrahlen, weil Sonne kommt ja die ganze Zeit auf der Erde gespeichert werden. Macht ja auch Sinn, weil das ist ja egal, wo wir uns in der Nähe der Sonne befinden. Sobald du die Erde verlässt, hast du ja nicht 25 Grad draußen im Weltall, sondern es ist ja immer scheiße kalt. Ja? Ist ja immer irgendwie minus 180 Grad oder so. Gut, es kann auch richtig heiß werden draußen. Es kann auch plus 200 Grad werden, wenn du jetzt direkt in der Nähe der Sonne bist oder die Sonne auf einen scheint. Aber der springende Punkt ist, die Wärme auf der Erde wird durch unsere Atmosphäre entschieden, nicht durch die Sonne tatsächlich. Also durch die Sonne macht die Wärme, ohne sie wären wir tot, aber nicht durch die Nähe der Sonne. Wann explodiert die Sonne? Ist auch so ein Internet-Meme. Jedes Mal sehe ich das jetzt, wenn diese Fruchtvideos da kommen, weißt du, so, mein Ehemann darf nie davon erfahren, dass dann Leute darunter kommentieren, so, wann explodiert die Sonne? Die Sonne explodiert tatsächlich nicht, ja? Wie? Die Sonne explodiert tatsächlich nicht. Passiert nicht. Unsere Sonne ist zu klein, unsere Sonne ist zu klein, kann nicht explodieren. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, die explodiert nicht. Wie die explodiert nicht? Dein Leben ist eine Lüge, ja? Über kleine Information, der Weihnachtsmann war die ganze Zeit echt. Deine Eltern wollten nur nicht, dass du Geschenke kriegst. Nein, der Teil ist tatsächlich wahr. Die Sonne, die explodiert tatsächlich nicht. Hä, also ist die Erde nicht irgendwann weg? Ja, das schon, doch, die ist schon weg. Ja? Aber keine Sorge, wir sterben viel früher auf der Erde aus. Also Leben auf der Erde kann höchstens nur noch nicht, also man sagt ja mal, in 5 bis 6 Milliarden Jahren stirbt die Sonne, aber Leben auf der Erde stirbt schon in 600 Millionen Jahren. Also bis die Sonne stirbt, haben wir Kontinente aus Eisen und Lava, Ozeane auf der Oberfläche. Aber unsere Sonne explodiert nicht. Unsere Sonne ist ein Hauptsequenzstern, wie fast alle anderen Sterne im Kosmos. Das heißt, ein scheiße durchschnittlicher Stern. Und die hat nicht genug Masse dafür. Also Sterne explodieren, wenn sie zu schwarzen Löchern oder so werden, weil nur der Sternenkern zu einem schwarzen Loch wird, also in sich zusammenfällt und dann die äußeren Schichten auf den ganzen Mist zufallen und so entsteht die Explosion. Was unsere Sonne stattdessen macht, ist, irgendwann hat sie keinen Treibstoff mehr, um die ganze Energie zu produzieren, also keinen Wasserstoff mehr für die Kernfusion. Auch im Kern, denn die ganze Energie eines Sterns wird immer im Kern produziert. Und dann macht sie das stattdessen in den äußeren Schichten. Und dann bläht sie sich gewaltig auf und frisst dabei den Merkur und die Venus auf. Und früher dachten wir, dass die Erde dann auch von der Sonne aufgefressen wird. Mittlerweile wissen wir, das stimmt nicht. Die bleibt direkt vor der Erde stehen. Und dann wird halt die Erde stückweise wegrasiert, bis nur noch der Eisenkern da ist. Und der kann höchstens 200 Jahre überleben. Das letzte Anzeichen dafür, dass es jemals Leben hier im lokalen Teil des Weltalls gab, wird ein erhöhter Eisenanteil sein. Und sonst so? Das war ein bisschen zu schnell, zu krass. Du musst das jetzt sehr dumm erklären. Unsere Sonne bläht sich auf wie ein Luftballon. Sie explodiert aber nicht. Sie wird einfach nur zu einem roten Riesen, einem noch viel größeren Stern. In dem Zustand bleibt sie für 100 Millionen Jahre. Dann verliert sie ihre Masse, weil sie zu groß ist. Ja, das heißt, das schält sich langsam weg. Und was übrig bleibt, ist eine Sternenleiche, ein weißer Zwerg. Der leuchtet ganz schwach, den kann man auch durch ein Teleskop nicht sehen. Okay, aber die Sonne ist irgendwann weg. Ja, wir haben ja diesen weißen Zwerg dann, der ist ja immer noch dann die tote Sonne, der ist ganz klein und gut, die Erde und all die Planeten drumherum sind dann entweder weg oder haben kein Leben mehr. Manche werden auch durch den ganzen Prozess rausgeworfen aus dem Sonnensystem. Die Erde vielleicht auch. Es gibt auch eine Chance, dass die Erde rausgeworfen wird. Dann existiert die Erde noch mindestens 1000 Milliarden Jahre, bis sie vom schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße gefressen wird. Anderes Thema aber. Unsere Sonne, die wird dann noch ebenfalls 1000 Milliarden Jahre, 1 Billion Jahre existieren, aber nur als diese Sternenleiche, die immer weniger Energie hat, bis sie irgendwann ein schwarzer Zwerg ist. Das ist dann ein toter Stern, der komplett dunkel und kalt ist und den man auch gar nicht sehen kann. Und den gibt es heute noch gar nicht, weil unser Universum ist erst... Unsere Realität hat ja gerade eben erst angefangen. Also der Urknall ist ja erst 13,8 Milliarden Jahre her. Das heißt, es gab noch gar nicht genug Zeit, damit sowas entstehen kann.
Okay, also wir sind gerade noch in der Preseason. Wir sind, also absolut. Also wenn man das hier mit dem Leben eines Menschen, vergleichen würde, dann sind wir gerade das Baby, das noch auf dem Weg aus dem Geburtskanal der Mutter raus ist, während, keine Ahnung, Papa gerade zu Hause ist und PS5 spielt oder sich schon mal vorbereitet, wie er Milch holt. Krass. Das ist krass, Digga. Okay, und du hast gerade gesagt, schwarzes Loch? Ich glaube, ich habe bis heute keine Ahnung, was ein schwarzes Loch ist. Kannst du das in so richtig dumm erklären? Wir versuchen's. Also, wenn ein großer Stern, ein ganz, ganz großer, also Sterne können, die haben im Grunde so einen kleinen Bug. Die können, weil wenn sie sich entwickeln, wenn sie geboren werden, viel größer werden, als Objekte eigentlich werden dürfen. Also irgendwann müsste man unter seinem Gewicht zerfallen. Ich meine, eine 400-Kilo-Person kann ja auch nur noch vom Sofa rollen, die kann ja auch nicht ewig laufen. Stattdessen ist es so, dass der Stern aber immer weiter Materie aufbauen kann, weil er schon während seiner Geburt, ähnlich wie Sterne das halt machen, Energie und Licht nach außen ausstößt und das ihn aufbaut. Und so, dann wird der Stern also sein Leben lang seinen Treibstoff verbrennen. Und wenn er irgendwann keinen Treibstoff mehr hat und keine Energie mehr hat, dann fällt ihm ein, ach du Scheiße, ich bin eigentlich viel zu groß zum Existieren. Und der Sternenkern bricht dann unter seinem eigenen Gewicht zusammen. Das heißt, in 10 Minuten wirklich schrumpft so ein Sternenkern, der ein paar Mal so groß ist wie die Erde, auf ein Zehntausendstel seiner Größe. Dann ist er so 15 Kilometer oder so im Durchmesser groß, eher weniger. Und dann kann er entweder ein Neutronenstern werden, das ist aber ein anderes Ding, oder er wird ein schwarzes Loch. Das heißt, die Masse ist so groß, dass er weiter und weiter zusammenschrumpft, weil ihn nichts aufhalten kann, weil da kein Gegendruck ist, der sagen kann, so, jetzt reicht's. Und mathematisch gesehen passiert das bis in die Unendlichkeit. Also der wird unendlich dicht. Aber ich dachte, in echt gibt's wahrscheinlich... ja? Ich dachte, ein schwarzes Loch ist so ein schwarzes Loch und da kann man reinfallen, weil es ein Loch ist. Nicht ganz. Ein schwarzes Loch ist, also du hast diese Materie, was ich gerade beschrieben habe, das ist eine Singularität. Das ist dann die Materie, die sich im Zentrum befindet. Die ganze Materie eines schwarzen Loches, ein schwarzes Loch, das ist eine schwarze Kugel im Kosmos. Die ganze Materie ist die Singularität in der Mitte. Und Singularität, so viel Materie, Bruder, ich bin raus. Den Namen kannst du dir nur merken, musst du nicht verstehen. Aber da ist so viel Masse jetzt drin, dass also Einstein hat ja gesagt, dass große Massen die Raumzeit krümmen können. Ja, deswegen sehen die Mütter meiner Zuschauer auch manchmal verschwommen aus. Und die große Massen die Raumzeit krümmen können, ist es jetzt so, dass das so viel Masse auf einem Ort gibt, dass Raumzeit so stark gekrümmt werden kann, dass der dreidimensionale Raum um uns in sich selbst hineingekrümmt ist. Das zu schlau. Kannst du richtig dumm erklären. Du hast eine Fläche, ja, du hast ein Blatt Papier, ja, und das ist jetzt der dreidimensionale Raum. Ich hab kein Blatt. Habe ich Blatt Papier hier? Okay, hier, was ist das? Das nehmen wir mal. Ich habe hier das nehmen wir. Ich habe hier ein Blatt Papier. Das ist unsere Raumzeit. Zweidimensional, ja? Und jetzt habe ich hier in der Mitte eine Masse. Das ist jetzt mein toter Sternenkern. Und weil Albert Einstein gesagt hat, dass Masse die Raumzeit krümmen kann, landet der jetzt hier. Und der krümmt meine Raumzeit derartig durch, dass die Raumzeit um diesen Sternenkern, der jetzt eine Singularität ist, drumherum so stark gekrümmt wird, dass die jetzt abgeschlossen in sich selbst gekrümmt ist. Das bedeutet also, dass hier draußen drumherum haben wir irgendwo auch noch Raumzeit. Aber dieser Teil Raumzeit, der ist jetzt einfach in sich selbst hineingebogen. Das heißt, wenn ich jetzt ein kleines Lichtpartikel bin und ich diesen Bereich betrete und da drin bin, komme ich nicht mehr raus, weil die Raumzeit hier geschlossen ist. Alles, was sich hier reinbewegt, kann nicht rauskommen. Und wenn nicht mehr Licht da rauskommen kann, heißt das natürlich, dass das Objekt komplett schwarz sein muss. Ein schwarzes Loch. Warum kann man rein, aber nicht raus? Weil es eine abgeschlossene, das ist im Grunde eine abgeschlossene Raumzeit, eine Falle in unserem Universum. Also du kannst einen Bereich, der abgeschlossen ist, das ist quasi, du kannst ihn von außen betreten, weil du solange du im normalen Universum bist, hier mit Sonne, Mond und Sterne und all dem, ist halt für dich nichts abgeschlossen in der Raumzeit. Das heißt, du kannst dich frei bewegen. Erst wenn du drin bist, merkst du quasi, okay, jetzt geht kein Weg mehr raus. Das ist eine ganz schwierige Mathematik. Deswegen kann ich das ehrlich gesagt schwer in leichte Worte formulieren. Das kann man sich wie eine Falle vorstellen. Warum wissen wir, dass sowas existiert, wenn wir es nicht gesehen haben? Oh doch, schwarze Löcher haben wir viele gesehen. Es gibt Videos, es gibt Fotos. Es gibt Videos von schwarzen Löchern? Oh ja, da gab es sogar einen Nobelpreis für. Ja? Kannst du zeigen? Kann ich dir... Safe. Warte mal. Kannst du Bildschirmübertragung machen? Kann ich das? Ich weiß gar nicht. Ja, kannst du auf Discord, ja. Das hier ist
Boah, ist das laut. Das hier ist ein Video, da sieht man, das ist tatsächlich mit echten Bildern, da sieht man, wie in die Milchstraße reingezoomt wird, also in das Herz unserer Galaxie. Das ist ungefähr, im Zentrum jeder Galaxie befindet sich ja ein supermassives schwarzes Loch. Das ist unseres Sagittarius A Stern, ist ungefähr 25.000 Lichtjahre entfernt. Also sieht man gut den Zoom-In. Ist auch eine schöne Erinnerung, dass wir immerhin von 300 bis 400 Milliarden Sternen hier sprechen, die in unserer Umgebung sind. In dem letzten Teil dieses Videos, auf jeden Fall sieht man den Clip, der wurde über 20 Jahre gefilmt und der hat auch einen Nobelpreis bekommen. Da sieht man, wie das schwarze Loch selbst kann man ja nie direkt sehen. Aber was man sieht, ist, wie da mehrere Sterne um ein unsichtbares Objekt drumherum geschleudert werden. Das kommt jetzt. Also jetzt sind wir im Herzen unserer Galaxie und da sieht man das. Das sind alles Sterne, wie unsere Sonne, die offensichtlich um irgendetwas Unsichtbares da in der Mitte geschleudert werden. Und das hat man halt 20 Jahre lang gefilmt. Und basierend darauf kann man jetzt zeichnen, wo sich Sagittarius A befindet. Nämlich hier. Man kann die Flugbahn quasi einfach nachberechnen und dann sagen, okay, da ist das schwarze Loch. Das ist relativ klein für ein großes schwarzes Loch im Zentrum. 4 oder 5 Millionen Sonnenmassen nur. Aber das ist trotzdem natürlich viel größer als die Erde, dieses schwarze Loch. Und das ist schon krass, wenn man bedenkt, dass wenn unsere Erde ein schwarzes Loch werden würde, dass dieses schwarze Loch dann nur will keine Bewertung jetzt geben. Fragt mich Discord nach einer Bewertung. So, wie hat Ihnen das Stream gefallen? Beschissen, wenn ihr weiterfragt. Bitte frag mal, ob er 50 Liter Sperma über sein Leben verteilt trinken Kann ich dir mal zeichnen, wie ich immer dachte, dass das aussieht? Würde auf höchster Stufe. Safe. Wenn du jetzt den Bildschirm ganz schnell teilen kannst, dann flippe ich aus. Das kann ich. Extra lang. Scheiße. Okay. Also ich dachte immer, es wäre so. So und dann irgendwie so. Ja. Ich weiß, was du meinst. Und dann man kann so reingezogen werden. Das wird teilweise so mathematisch dargestellt. Oder so, warte. Aber das, ja. So, du kommst hier, du wirst hier reingezogen und dann bist du hier bei so einer Anime-Welt oder so. Checkst du? Warum lachst du? Also da sind die Anime-Welten. Sorry, mein Fehler. Wenn ihr das One Piece finden wollt, dann schreibt mal euren lokalen Bundestagsabgeordneten an und sagt, dass die weitere 20 Milliarden in den CERN investieren sollen, damit wir dort schwarze Löcher aufmachen können, ja? Vertraut mir, dann könnt auch ihr in Attack on Titan oder Death Note oder wo auch immer die Kids hinwollen leben, ja? Aber das geht ja wirklich bald, oder nicht? Hier mit diesem nein, nicht das, aber mit diesem Neuralink. Oh. Boah, lass das machen, wenn es soweit ist. Ich wollte schon immer in Minecraft wohnen, ja? Ich will endlich meinen inneren Frieden finden. Ich muss nach Minecraft ziehen, ja? Also, mich sehnt es nach den Minen und ich bin nicht mehr Kind, um Kinderarbeiter zu werden. Also, die schwarzen Löcher, die funktionieren so nicht. Okay, wie funktionieren die dann? Aber du hast ja ein bisschen ein Wurmloch quasi gezeichnet. Es gibt ja die Idee von Tunneln in andere das ist Universen. nur eine Idee. Es gibt auch die Idee. Nicht ganz eine Idee, ne? Ist eine mathematische Hypothese. Es gibt ja auch die mathematische Hypothese, dass sich in schwarzen Löchern im Zentrum von Galaxien Portale in neue Taschenuniversen befinden. Also irgendwo gibt es dein Konzept tatsächlich, da ist aber nicht das Standardkonzept, sage ich mal. Aber das ist auch keine Anime-Welt auf der anderen Seite, da stirbt. Nee, aber das weißt du nicht, wenn du nicht drin bist. Fair, ich weiß es nicht. Es gibt ja, vielleicht sterbt ihr nicht. Es gibt ja Parallelwelten. Vielleicht. Ja, und wenn es Parallelwelten gibt, dann gibt es ja genau das, was wir hier gerade machen. Wir zwei in diesem Disco-Call gibt es auf einer anderen Welt, aber animiert. Nein. Okay, es gibt uns beide da draußen vielleicht nochmal. Ich fürchte, animiert wahrscheinlich nicht. Vielleicht gibt es ja so eine Dimension, wo wir Muppets sind. Also wo ja, aber okay, warum geht Männer das? So eine Faust bei uns im Arsch haben, aber so eine animierte Welt generell, in dem Stil, also nicht animiert, aber in dem Stil. Okay, du meinst, dass wir ganz große Augen haben. Okay, aber sagst du, diese Szene hier gibt es, aber wir zwei sind Hunde? Nein, kann es da draußen also kommt immer drauf an, welche Theorie wir jetzt nehmen. Die meisten würden sagen, so funktionieren Paralleluniversen nicht. Nehmen wir mal die String-Theorie, weil die gibt uns die meisten. Die gibt uns 10 hoch 500 Paralleluniversen. Das ist eine Zahl mit 500 Nullen, da haben wir genug Auswahl. Könnte es dann dazwischen irgendwelche anderen Wesen geben, die eine ähnliche Entwicklung technologisch wie die Menschheit gemacht hat, die so ähnlich ist, dass es da dann auch 2 andere Fassungen gibt, die uns verdammt ähnlich sind und da sitzen und jetzt die gleiche Unterhaltung haben? Nein.
Muss es aber. Ist wahrscheinlich nicht. Ich glaube 10 hoch 500 ist nicht genug Auswahl dafür. Könnte es Paralleluniversen geben, in denen die Menschen noch behaarter sind? Vielleicht nicht ganz hundemäßig? 100%. Ja, vielleicht. Also es gibt doch unendlich Paralleluniversen, oder nicht? Nee, nicht zwangsweise. Also es gibt halt verschiedene Konzepte. Es muss gar keine geben. Vielleicht gibt es keine Paralleluniversen. Das ist ja auch nur eine wilde Randtheorie. Aber die größte Anzahl wären 10 hoch 500. Also eine Zahl mit 500 Nullen. Das wäre schon viel. Also vielleicht doch. Ja, doch, vielleicht. Vielleicht könnte es da draußen eine Chance geben, dass wir behaarter sind. Ja. Weil es das nah genug drankommt. Bisschen behaarter, bisschen bessere Ohren, hundemäßig. Ja, also Furries, wenn du darauf hinaus willst, wenn du gerade wissen willst, ob wir Furries sein könnten in einer anderen Dimension. Vielleicht, ja, man darf noch träumen, aber das muss die Wissenschaft noch ermitteln. Okay, dann habe ich direkt nächstes Thema. Wer meintest du, hat das gesagt mit den schwarzen Löchern? Albert Einstein, richtig? Auch, ja. Okay, dann habe ich jetzt eine Frage. Wenn Albert Einstein in ein Glas gewichst hätte und dieses Glas eingefroren worden wäre, hätte ich es enthauen können und in meine Freunde machen können, damit ich Lil Einstein bekomme. Wow, sogar in deinen hypothetischen Fragen wärst du sinngemäß der Typ, der in der Ecke sitzt und zuschaut. Ja? Aber ich glaube also ich meine, Spermium einfrieren, was wissen? Ich glaube, das älteste Kind der Welt, das in den letzten Jahren auf die Welt gekommen ist, da wurde das Spermium in den 90ern eingefroren. Ich glaube, in den 60ern, als Einstein gestorben ist, war die Technik noch nicht so gut, aber ansonsten. Ja, nee, es geht ja einfach nur Spermium. Man wichst in ein Glas und stellt es in den Gefrierschrank. Ich weiß nicht, ob man einen normalen Gefrierschrank nimmt, aber so Tiefkühltruhe vielleicht, ja. Ich weiß nicht, wie anstrengend die Technologie da ist. Ich glaube, das lässt sich lange erhalten. Also du hast eine schlechtere Chance dann, dass man das wiederverwenden kann, aber die Chance ist da, dass du ein Einstein-Kind haben könntest, ja. Also so mit den tollen Haaren und der Tendenz, deine eigene Cousine zu heiraten. Spermien einfrieren geht. Ja, ist klar, es gibt auch künstliche Befruchtung. Du kannst ja auch deinen Stoff spenden. Stimmt ja, Digga. Ich noch nie getan? Kriegst einen 50er für. Und wenn du dann morgen vom Bus überfahren wirst, dann stellst du sicher, dass deine Blutlinie fortgesetzt wird. Kinder, ich gebe monatlich einen Eimer ab. Ich sammle das extra hier in der Wohnung und dann bringe ich das immer rüber. Aber ich kann das nur empfehlen, ja. Die haben dann zwar so einen Sammeltarif, dann kriegst du weniger Geld für, aber die wollen noch nicht mal, dass ich komme, aber das könnt ihr machen, ja. Wie lange ist Sperma haltbar, ohne dass was gefriert? Ich glaube, das sind nicht mal 5 Minuten. Ich glaube, an frischer Luft sind das sogar nicht mal 1 Minute. Ich glaube, die sterben sofort. Ja, und das sind jedes Mal so 20.000 Kinder und mehr, die du da umbringst. Warte, ich hab einen TikTok mal drüber gesehen. Wenn ich jetzt onaniere und ich bin gekommen, dann ist da ja so ein Planschbecken von Wichse. Und genau. das sind ja Millionen von Spermien. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Tausende, Millionen, auf jeden Fall eine Riesenmenge, ja. Okay. Und in meinem Spermienhaufen ist da dann zum Beispiel ein Fußballprofi, ein Mathematikprofi, dann irgendwie ein Politiker, ein Astronaut. Ist das so? Scheiße gelaufen, ne? Du hast ja das Rennen, also die Verteilung da, kann schon unterschiedlich sein. Manche Spermien sind nützlicher als andere. Ja, manche können Krebs heilen, manche können Astronaut werden, manche werden Twitch-Livestreamer, ja. Also, du hast das Rennen gewonnen, aber falls es dich glücklich macht, man weiß mittlerweile, dass die Eizelle der Frau sich tatsächlich durchaus auch nur manchmal für ein bestimmtes Spermium öffnet. Also es geht nicht nur um das Rennen. Du hast nicht nur mehrere Generationen an erfolgreicheren Menschen abgesägt, es gehört 2 dazu. Also die Eizelle deiner Mutter hat sich ebenfalls umgeguckt und hat gesagt, dass Krebs morgen nicht geheilt wird. Ja, also jeder, der auf diesem Planeten ist, wurde von einer Vagina ausgewählt. Ich muss das wirklich mit dem Plum und Bi nochmal durchsprechen. Ja. Du bist ein kleines Eizellchen gewesen, das sich dann mikroskopisch klein bewegt hat. Und die öffnet sich nicht für jeden. Das wissen wir mittlerweile. Früher dachten wir, es wäre nur ein Rennen. Man kann übrigens Rennen mit denen veranstalten. Es gibt in manchen Ländern so Spermienrennen, wo man auch Geld drauf wetten kann. Sorry, Kinder. Egal. Also zum Beispiel bei dem Thema. Die öffnet sich teilweise nur genau. Und die restlichen Zehntausenden Kinder, die daraus hätten werden können, die sterben weg. Okay. Ja gut, nee, das war's dann auch mit der Frage. Ich guck mal. Oh mein Gott, okay, da eine kleine Zeitfrage. Wie lange kann man im Vakuum überleben? Boah, ich glaube, das Spermium hätte an frischer Luft mehr Chance. Also wenn du im Weltall den Raumanzug, den Helm abnehmen würdest, dann wäre der im Weltall. Nee, Vakuum. Wo keine Luft ist und so. Nee, also also wenn du jetzt nach Japan gehst und du hast so richtig viele Plüschtiere, dann machst du die in eine Tüte rein und vakuumierst die Tüte.
Weißt du, was das Vakuum des Weltalls ist? Also, das Vakuumisieren, es gibt viele Männer, die viel Geld dafür bezahlen, ja, dass das mit denen gemacht wird. Und die erleben alle, glaube ich, glücklichere Leben als wir. Aber das Vakuumisieren bedeutet ja, dass man Luft und dergleichen da rauszieht. Und das macht man ja bei den Plüschtieren zum Beispiel, indem man das ganz dicht, luftdicht zusammenpresst, ja? Die Alternative ist, an einen Ort zu gehen, wo es keine Luft gibt, wie im Weltall beispielsweise. Das Vakuum bezeichnet alles, was sich außerhalb der Erde und außerhalb von anderen Planeten und dergleichen befindet und was einfach der Abwesenheit von Luft und Sauerstoff ist. Ein Vakuum ist quasi, wo unsere ganzen Elemente, wo gar nichts da ist. Also jetzt gerade ist ja überall um dich drumherum Materie. Du hast ja nichts hier in der Luft, Ja. das ist ja alles Materie. Ah, und im Weltall ist Und da ist gar einfach gar gar nichts? Äh, Doch, da ist was. Ich größtenteils, kann dir ja. sagen was. Wenn du. Was? Was? Wenn du im Weltall bist und du siehst die Sonne, dann hast du ja die Sonnenstrahlen. Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Lichtphotonen sind da. Bisschen Energie. Energie gibt's überall. Aber keine Materie. Und wenn du dort dann quasi deinen Helm abnehmen würdest, würde der Druckunterschied, weil mit der ganzen Materie um uns drumherum kommt ja auch Druck, der auf uns wirkt, würde der Druckunterschied deinen Kopf platzen lassen. Das heißt, du hättest eine relativ kurze Überlebenschance. Ja, das ist nicht ganz so angenehm. Ich glaube, wenn du vakuumisiert wirst, kommt es drauf an, wie hart. Würdest du, glaube ich, auch, also dein Kopf würde nicht platzen, weil du zusammengequetscht werden würdest. Aber war die Frage jetzt bezogen auf diese Fetisch-Sache, wo man sich vakuumisiert und dann. Nee. Achso, im Kasten? Nee, okay. Ja, Okay, das können aber- wir auch mal machen, alles gut. Für Influencer-Kooperation bin ich zu allem bereit. Wenn man direkt stirbt, wie überleben Astronauten? In einem Raumanzug? Also der Raumanzug, den Okay, Astronauten ja. tragen, der ist wie so ein kleines. Ja, macht Sinn. Macht Sinn. Die tragen so einen Raumanzug. Der ist wie so ein kleines Raumschiff im Grunde. Also der hat ein riesiges Kühlsystem, da ist ein komplett Luftsystem, Kühlsystem und auch Wärmesystem, weil das kann ja zwischen minus kommt die Luft 200 dahin? und plus 200 Grad durch Sauerstoffcontainer meistens. Okay, also alle Astronauten, die draußen sind, die haben eine begrenzte Zeit, wie lange sie draußen sein können. So wie ein Taucher. Okay. Genau. Und die können ihren Anzug auch nicht so wirklich abnehmen, weil der wird auch so Druck angepasst, wenn man den anzieht. Der liegt ganz eng am Körper, also den kann man auch nicht einfach so abziehen. Würde man jetzt den an der Hand abziehen, wäre der Druck vielleicht sogar so groß, also wäre der Druck auf den Arm vielleicht sogar so groß, dass die Hand einfrieren würde, bevor man jetzt irgendwie, der Kopf platzen würde. Also dass du erstmal einfach deine Hand sofort verlierst. Das heißt, du müsstest nicht sofort, wenn dein Anzug einen Schaden kriegt, jetzt irgendwie kaputt gehen oder so, aber es wäre nicht angenehm, sagen wir es mal so. Okay, aber also es wird ja gesagt, wir werden irgendwann auf dem Mars leben, richtig? Vermutlich ja. Aber wie soll das gehen, wenn da keine Luft ist? Auf dem Mars gibt es keine Luft mehr, aber der Mars hat ja eine Atmosphäre. Der hat ja nicht nichts. Ja? Andere Planeten haben ja auch eine Atmosphäre mit verschiedenen Elementen, die da rumschwimmen. Der Mars hat keine atembare Luft, aber der hat ja schon etwas. Der Mars ist trotzdem ein schwerer Fall, weil der Mars ist ein bisschen zerstört worden. Der war ja früher wie die Erde, der hat ja auch mal Ozeane und dergleichen. Und dann Echt wurde der jetzt? Mars. Ja, der hatte Ozean. Der könnte auch mal Leben haben. Es gibt sogar Der hatte Chancen, dass wir Bäume, außerirdisches Ozean, Leben da schon Vögel. gefunden haben. Hätte Vögel nicht, dafür ist er zu früh gestorben. Der ist für 500 Millionen Jahre lang, ging es dem gut, dann ist sein Planetenkern verschwunden und als der Planetenkern verschwunden, also Wer der hat den Kern? Planetenkern, der war noch da. Hä? Wer hat den Kern? Der ist doch schon noch da. Das ist eine ganz schwierige Sache. Der ist immer noch da, aber der ist erkaltet. Also der beim Planetenkern muss heiß sein. Und weil er so klein war, ist er zu früh kalt geworden. Und dadurch ist das Magnetfeld verschwunden. Ja, okay. Aber wie kann man den reaktivieren, oder? Den Magnetenkern generell kann man nicht reaktivieren, man könnte aber einen großen Schutzschild vor dem Mars bauen und dadurch dann dafür sorgen, dass sein Magnetfeld, das Magnetfeld ist ja nur wichtig, der Kern ist eigentlich scheißegal, aber der erzeugt das Magnetfeld, weil das schützt vor Sonnenstürmen und die Sonnenstürme haben vor 4 Milliarden Jahren so die ganze Atmosphäre und damit auch die Ozeane des Mars quasi weggepustet. Wenn wir jetzt den wieder erneuern könnten. Man könnte 2 Raumstationen vor dem Mars aufbauen und so ein starkes Magnetfeld zwischen denen machen und dann hätte der so ein Schutzschild und dann könnte man versuchen, die Atmosphäre wieder aufzubauen. Das wird so 1000 Jahre bis 2000 Jahre dauern, dann wäre der Mars wieder eine zweite Erde, wo man wieder atmen könnte. In der Zwischenzeit könnte man schon auf der Oberfläche wieder normal leben. Also wenn er ein Magnetfeld wieder hat, muss man halt gucken. Also der Mars ist nicht super kalt, minus 20 Grad ist es da jetzt gerade. Mit einer Winterjacke könnte man und einer einer Gasmaske könnte man dann auf der Oberfläche überleben. Echt? Momentan Man kann da brauchst du jetzt viel mehr einfach rumlaufen? Schutzkleidung. Jetzt gerade nicht, weil noch haben wir das ja nicht getan und momentan ist die Oberfläche wegen den konstanten Sonnenstürmen viel zu radioaktiv. Was sind Sonnenstimmen? Was Der machen Mars die? ist
Das sind so Magnetfelder, geladene Magnetfelder und einfach Teilchen, radioaktive Strahlung von der Sonne. Die Sonne macht ja die ganze Zeit Kernfusion, das ist ja ein gigantischer Fusionsreaktor, die schicken ganz viel radioaktive Strahlung ins Weltall. Und die Erde hat ein Magnetfeld, das wird dadurch aufgehalten. Und der Mars hat seines halt verloren, weil sein Kern damals gestoppt hat. Und wenn diese Strahlung und all das nicht aufgehalten wird, dann zerballern die Atmosphäre. Das heißt, die Atmosphäre ist irgendwann weg. Also der Mars hat noch eine Atmosphäre, die ist aber so zerstört, dass du da zum Beispiel keinen Fallschirm aufmachen kannst. Also wenn du da Fallschirm springen gehen würdest, würdest du halt einfach sterben, weil die Atmosphäre zu dünn ist, um dich aufzufangen. Weil da zu viel ins Weltall rausgepustet wurde. Und das Wasser des Mars ist in Teilen in der Erde verschwunden, aber in Teilen sind die Ozeane auch ins Weltall verschwunden dadurch. Die Fische auch? Müsste man alles wiederbringen. Die waren noch nicht da. Aber wir haben ein Stück Stein gefunden auf dem Mars, in dem sich eventuell Leben befinden. Also nicht lebendiges Leben, aber versteinerte Anzeichen von Leben befinden könnte. Die NASA hat aber nicht genug Geld, um das gerade zur Erde zu bringen. Ansonsten, es kann sein, dass wir schon Aliens in den letzten 2 Jahren gefunden haben, aber wir sind zu arm. Wir können es nicht nachgucken. Hä, aber die haben doch unlimited money, oder nicht? Nur dann, wenn es der Industrie da drüben hilft. Donald Trump hat gesagt, dass die das Geld nicht kriegen, um das runterzubringen. Die haben gesagt, die brauchen 8 Milliarden ganz, ganz schnell und die USA haben Nein gesagt. Also, die Zeiten waren auch schon mal besser. Ja, okay, krass. Okay, aber oh ja. ist die, wenn ich jetzt hier springe und auf dem Mars springe, ist das genau gleich hoch? Nee, der Mars ist kleiner als die Erde. Das heißt, du kannst da höher springen. Ich glaube, dein Internet ist ein bisschen kacke. Lädst du gerade irgendwas runter? Nee, aber es fängt gerade im Hintergrund, wird es gerade stürmisch. Ich hoffe, das passt noch. Ich hoffe, das wird wieder. Ist jetzt gerade richtig scheiße, oder? Nee, es geht so ab und zu, ist immer ein bisschen, aber es passt. Okay, wenn es schlechter wird, gib Bescheid. Ja, ich glaube, da drüben wird es gerade ein bisschen Krise. Der Mars ist kleiner als die Erde. Das heißt, du hast dort eine geringere Gravitation. Das heißt, du kannst dort höher springen. Ja? Und das heißt technisch gesehen, dass du da auch weniger wiegst. Also nochmal, meine Zuschauer, die gerade hier drin sind, eure Mütter sind nicht fett. Sie sind nur auf dem falschen Planeten. Ja? Also du hast 20 bis 30% weniger Masse dort. Das heißt, da drüben haben sie höchstens nur noch 200 Kilo an Gewicht. Ja, das ist nicht alles schlecht. Aber kriegt man da auch weniger Fallschaden? Ja, tatsächlich kriegst du weniger Fallschaden. Es gibt so geile Videos vom Mond. Also als die Astronauten damals dort gelandet sind, die legen sich halt die ganze Zeit auf die Fresse, weil du kannst auch nicht richtig laufen. Aber es tut dir halt auch nichts. Also du kannst halt 3 Meter springen mal eben und dann fällst du halt auf die Fresse. Und wenn du jetzt nicht irgendwie deinen Raumanzug kaputt machst, das wäre nicht so praktisch, passiert dabei halt nichts. Also du kannst kannst wesentlich weiter springen, dich wesentlich besser bewegen, du bist agiler, aber dadurch verlierst du auch Muskelmasse. Ja? Das ist gefährlich. Ja. Du musst mehr Sport machen. Ja? Also noch mehr ins Gym gehen, als du und ich schon machen. Rede mal. Gehst du noch aktiv Gym? Boah, ich bin jetzt wieder. Zeig mal Bizeps. Nicht dazwischen. Ja, ist nicht schlecht. Geht. Nee, ist gut. Knabenarm, ja. Ist gut. Was habe ich denn noch hier? Oh mein Gott. Gibt es Kalorien? Safe nicht. Nee. Also da lassen wir uns hier nicht manipulieren, ja. Von meiner Seite aus keine Bedenken. Kids, wenn ihr es gerade seht, das hier ist ebenfalls keine medizinische Empfehlung, das ist nur eine objektive Meinung. Von meiner Seite aus keine Bedenken. Es gibt keine Kalorien, ja. Also, nee, aber es gibt ja Kalorien, oder? Ja. Okay, ja, warum konnte ich damals 10.000 Kalorien fressen, mich nicht bewegen und trotzdem nicht zunehmen? Ich meine, du bist immer noch, glaube ich, relativ gut dabei. Ja, mutmaßlich mal. Ich habe nicht das. Musst du besonders gegen Fettleibigkeit kämpfen? Weil ich würde jetzt mal vermuten, nein. Ich habe, ich war schon. Also, ich habe 10 Kilo verloren in den letzten Monaten. Weil ich drauf geachtet habe. Von 50 auf 40 oder was? Nee. Ich hatte schon ein bisschen Bauch. War schon ein bisschen schwabbelig. Wie alt bist du nochmal? 23. Das tut mir leid, das ist etwas früh. Ja, ich bin jetzt ja 25 und ich sag dir wirklich, Ende 24 fing das plötzlich an. So von einer Woche auf die nächsten. Ich war wieder mal saufen und dann auf einmal habe ich gemerkt, jetzt ein bisschen Kilo schwerer. Dann der Woche danach auch, jetzt ein bisschen Kilo schwerer. Das Leben besteht, wenn du älter als 24 wirst, besteht das Leben nur noch aus Jojo-Fahren. Also ich habe eine Woche, in der ich abnehme, gezielt und dann eine Woche, in der ich wieder normal esse und dann werde ich wieder dick und dann muss ich wieder abnehmen. Du wirst nie wieder glücklich danach. Auch wenn es jetzt gerade noch geht, genießt das noch irgendwie. Das ist der Metabolismus von uns Männern, der auch bei Frauen auch, aber bei Männern noch härter, das schaltet sich so schnell um. Du kannst auch fast nichts dagegen machen. Also ich setze einfach geisteskrank schnell Fett an und es braucht auch länger, um das abzubauen. Aber ich habe das ja jetzt auch Kids, trotzdem schon. Ja? Also ich habe ja gefressen, als ich 18, 19, 20 war, habe zugenommen. Aber damals
habe ich nur Scheiße gefressen, richtig viel, also nicht wenig, wirklich viel und habe nicht zugenommen. Ich war dünn, warum? Ja, weil unser Metabolismus sich ändert. Kinder, die verbrennen ultra viel. Jedes Kind hat, also außer dicke Kinder, die sind einfach witzig, aber jedes andere Kind hat den Körper eines Spitzensportlers, ja? Aber ich hab mich ja auch nicht bewegt damals. Guck mal, das war damals. Ja, ich weiß noch genau, was es war. Ich war 15, 16. Ich habe den ganzen Tag nur Fortnite gespielt. Kennst du diese Nutella-Kekse? Ja. Ich habe 3 Packungen davon gegessen. Das sind 1500 Kalorien plus noch normal gegessen. Ich habe nicht zugenommen. Aber ich habe auch nicht Sport gemacht oder so. Oder nicht viel. Okay, aber sei ehrlich, wie viel hast du gejackst? Also wie viel kann dadurch runtergekommen immer sein? einmal pro Tag damals. Das ist sogar noch richtig diszipliniert, da kann es daran nicht gelegen haben. Okay, also du hast, wenn du in der Entwicklung bist, wenn wir groß werden, dann verbraucht unser Körper einfach unglaublich viel Kalorien und Kinder haben einen viel schnelleren Metabolismus, weil sie die ganze Zeit in Bewegung sind. Das heißt, wenn du 16 bist, nimmst du den noch mit. Kinder sind richtige Spitzensportler, ja, also und deswegen ist es auch ein Wunder, wie viele da in den Van reinspringen, aber wenn du älter wirst, dann hast du das eine lange Zeit auch noch. Es ist nur so, dass wenn du jetzt erwachsen wirst, dass dann irgendwann dein Körper sagt, okay, Zeit zur Ruhe zu kommen und dann nimmst du richtig schnell zu. Digga, was ich früher auch saufen und essen konnte, das geht jetzt einfach nicht mehr. Das ist auch richtig deprimierend, glaub mir, ab jetzt wird es nur noch schlimmer. Bis 25, dann wirst du deinen Peak erreichen, dann geht's nur noch bergab. Ich dachte, ich habe schon mal einen Peak mit 21. Mit 21 ist man noch Peak, oder nicht? Nee, ich meine den Peak beim Fettwerden. Ach so. Ja. Also wenn du 25 bist, dann hast du dein größtmögliches Potenzial erreicht, um einfach immer dicker zu werden. Wie ist dein Bauch? Also ich habe jetzt, ich muss noch 2 Kilo abnehmen, damit ich wieder happy bin, aber ich bin jetzt schon wieder im besseren Zustand als Anfang des Jahres. Ja, als ich 18 war, da hatte ich mal einen, wie nennt man das, ein richtiges Sixpack hatte ich Echt? da mal. Ja, als ich 18 war, da ging es auch so leicht, wie du halt sagst, du musst halt dann Bauchtraining machen, fertig, ja. Digga, wenn ich das jetzt kriegen wollen würde, wie viel ich halt, ihr müsst ja so viel, wenn ich das jetzt kriegen wollen würde. Ich mach Bauchtraining seit 5 Monaten, hab kein Sixpack. Ja, weil wir beide jetzt super schnell Kalorien aufnehmen und dein Bauch sammelt das sich als erstes an, ja. Das heißt jetzt, wir müssten uns tot hungern und unsere Ernährung geisteskrank umstellen, damit wir das jetzt erreichen können. Also jetzt sind wir sind raus. Wir hatten einmal die Chance, ja, als halb Minderjährige da noch gut auszusehen und jetzt geht das nicht mehr. Schöre Digi. Okay, aber was ist mit Stoffwechsel? Hat das irgendwas zu sagen? Ja, ist ja Stoffwechsel, Metabolismus. Ach so, das ist das Gleiche. Ändert sich halt, weil du größer wirst. Okay, genau. Check. Okay, also, okay, check. Also es ist ja, weil ich dachte immer, man nimmt nur ab, wenn man halt wenig Kalorien isst, als man verbraucht, aber als Kind verbrauchst du Kalorien, weil du wächst. Oder was? Als Kind verbrauchst du wegen allem Kalorien. Du rennst mehr, du bewegst dich mehr. Die Schrittzahl, die wir als Kinder gemacht haben, das schaffen wir heute noch gar nicht, ja. Also der Weg vom Kühlschrank zurück zum Streamingtisch, ja, den du da machst, das sind ja, die 15 Schritte kommen ja nicht an gegen die 20.000 Schritte, die jeder von uns als Kind gelaufen ist. Aber das habe ich doch damals auch gemacht. Vom PC zur Küche und wieder zurück. Ja gut, aber da war es wegen Wachstum. Ja, als Jugendlicher wegen Wachstum. Als Kind viel gerannt, als Jugendlicher wegen Wachstum. Also als Kind auch wegen Wachstum, aber bei Kindern kriegst halt doppelt rein. Kinder müssen ja auch viel mehr essen, ja. Also, was kann man da sagen? Traurig ist das. Ja, das ist echt scheiße. Wird doch nicht besser. Denk dran, da kommt auch Haarausfall dazu. Bro, hab ich schon. Ich bin gefickt. Gibt es irgendwas, wie man Haare retten kann gerade, außer Transplantation? Also Transplantation, angeblich kommt jetzt was. Ja, dachte ich auch. Angeblich haben die jetzt was entwickelt. Wann kommt das? Also das geht gerade durch die letzten klinischen Tests. Das heißt, das müsste jetzt in den nächsten 2 Jahren auf den Markt kommen. Vielleicht dieses Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr irgendwann. Vielleicht auch kürzer, darüber reden die schon die ganze Zeit. Kommt drauf an, welches Land. Die EU muss das ja freigeben, aber du kannst ja ins Ausland reisen, das dort nehmen. Angeblich haben die jetzt was entwickelt. Wie, schon so schlimm da oben? Das schaffst du. Das wird ein hartes Rennen, aber bis dahin kannst du erhalten. Aber das lässt auch Haare wieder wachsen. Ja, okay. Ich hoffe, es kommt nächstes Jahr raus. Ich check. Okay. Aber ich habe auch das Gefühl, bis das noch da ist, kriege ich es irgendwie noch hin mit Minoxidil, das noch zu halten. Hey, Moment mal kurz. Du hast Haarausfall, ja? Ja. Aber du hast doch fast gar keinen Bartwuchs, oder nicht? Oder rasierst du einfach so hart? Also ich hab Bartwuchs, aber ich habe jetzt keinen krassen Bartwuchs. Also ich rasiere es immer weg, aber... Ja, aber könntest du dir hypothetisch gesehen Schnurrbart wachsen lassen? Nee, oder sagst du, das ist ich glaube nicht, nee.
es tut mir echt leid für dich. Weil der Standard ist ja, so entweder hast du halt viel Gesichtsbehaarung, wenn du viel Gesichtsbehaarung, Rückenbehaarung, ne, Arschhaare, sowas hast, dann hast du Haarausfall als Mann, wird das schneller kommen. Und wenn du all das nicht hast, also ich bin wie Ken von Barbie, ja, also bei mir wächst nirgendwo gescheit was, dann weißt du, dass dein Haar auf jeden Fall lange bleibt. Wenn du an beiden Stellen kein Haar hast, ich meine, du kannst immer sagen, dass du ein Kind mit Krebs bist, kannst du zumindest etwas Geld aus der Sache rausschlagen, aber die neue Pfade finden. Ja, also so, ich will es nur vorgeschlagen haben, ja. Also die Krebskampagne wird richtig ziehen. Ja, setz dich in den Rollstuhl ran, kriegst sogar ein Make-A-Wish noch, ja. Kannst du noch, keine Ahnung, deinen Lieblingswrestler treffen oder Julian Nagelsmann treffen, damit du ihn persönlich irgendwie anspucken kannst. Nee, angeblich kommt da was. Wie heißt das? Also, keine Ahnung. Ich habe das seit Monaten nicht drüber nachgedacht. Aber mangels Notwendigkeit. Ja, meine Haare sind gerade auch kurz. Das liegt aber daran, dass mein verdammter Friseur mich gefickt hat. Clascoteron? Das weiß ich nicht. Frag, wie die Serie Simpsons aber da reden die gerade alle drüber. Konnte. Also wenn es kommt, das wird wie Ozempic sein. Wenn es kommt, dann wirst du das nicht verpassen. Ja? Überleg mal, wie viele Personen das brauchen. Aber das wird auch super schnell, glaube ich, freigegeben. Meine Angst ist, dass das nicht kommt, weil diese ganzen Haartransplantationen-Firmen sind ja am Arsch dann. Du meinst, dass die großen Eliten aus der Türkei verhindern, dass wir hier in Deutschland das auf den Markt bringen? Ja. Ich meine, du, man kämpft hier gegen große Kräfte, ne? Aber ich wünsche dir viel Glück auf diesen Kampf, ja? Du als große, einflussreiche Person, Stimme dieser Nation, obwohl du in Luxemburg sitzt, du wirst, glaube ich, das Potenzial haben, dass du trotzdem hier das Schiff in die richtige Richtung fahren kannst. Aber öffentliche Kampagnen wurden immer gebraucht. Also ich habe schon mal drüber nachgedacht. Es gibt ja dieses Produkt, es wird ja nur noch getestet gerade. Ja. Ja, du kannst dich freiwillig melden, ja? Nee, das nicht, aber wie risky wäre das, wenn ich das im Schwarzmarkt einfach kaufen würde und einfach benutzen würde? Von meiner Seite aus keine Bedenken, ja? Also, du suchst dir so einen Typen, der hinterm Aldi steht, der fragt, was brauchst du? Du sagst den Namen dann und dann sagt er, safe, habe ich, klar, probier das hier. Und dann, von meiner Seite aus keine Bedenken. Ja, also, du könntest eventuell alle Haare verlieren, vielleicht die Augenbrauen, ja, oder so, oder vielleicht wächst das Haar dann woanders, weiß nicht, vielleicht hast du dann Landestreifen hier unten, falls du weißt, was ich meine. Ja. Aber die, hier, so heißt das. PP405, das habe ich auch mal gesehen. PP405. Das kann sogar gewesen sein. Das kann sogar der Name gewesen sein. Ich denke, du hättest die bessere Chance, wenn du nicht auf den Schwarzmarkt gehst, sondern also die testen das ja immer zuerst an Primaten, ja? Und vielleicht kannst du dich da irgendwie zusätzlich freiwillig melden, bevor die jetzt auf Menschen zugehen und dann der Testpool an Personen, die es auch wollen, irgendwie zu groß wird. Also, nur so als Idee. PP405 war das, richtig? PP405, der aktuelle Stand ist, die Phase 2 Studie zeigt vielversprechende Ergebnisse. Phase 3 Studien sollen 2026 beginnen. Falls diese erfolgreich verlaufen und die Behörden das Medikament zulassen, rechnen Experten mit einer Markteinführung frühestens 2027, realistischer eher 2028, 2029. Okay, aber immerhin, ja. Ja, aber ich habe Angst, dass ich bis dahin noch mehr Haare verloren habe und dann over ist. Ja, aber das regt ja das Haarwachstum wieder an. Das heißt, du kriegst ja dann wieder. Also ja, aber je früher ich es benutze, desto besser, oder nicht? Boah, ich weiß nicht. Ich glaube zeitlich, solange du noch jung bist, ist das zeitlich, glaube ich, kein Problem. Ja, ich bin doch nicht mehr jung da. Die Haarwurzeln wieder anbringen. Nee, vielleicht, aber gerade so, ich glaube, das passt noch. Wenn du, das ist ja noch in deinen 20ern. Ja, Digga, da bin ich 27. Ein unvorstellbares Alter. Aber, 27? Okay, ja, fair. Safe, doch, das passt, ja. Also, ich denke, das passt noch. Weil deine Haarwurzeln sind ja noch da, dein Körper ist noch einigermaßen jung, du hast ja noch nicht ganz ruiniert und voraussichtlich. Und ich würde an deiner Stelle, all in gehen. Ja, Krebs kann viele Jahre des Leidens bedeuten. Wenn du jetzt ein paar weitere Kilos verlierst und dir den Kopf rasierst, du könntest jetzt richtig Bank machen und dann könntest du auch eine der allerersten Personen sein, die sich dann sofort dieses neue Mittel leistet. Also es braucht auch Böse in unserer Gesellschaft. Nicht jeder Influencer kann einfach fröhlich in den Sonnenuntergang absegeln. Ich glaube nicht jeder Influencer ist fröhlich. Also ich glaube, nicht jeder Influencer. So. Ich glaube, das sind jeder viele... Influencer ist fröhlich. Nee, ich glaube, das sind viele Böse. Oder? Hab noch nie mitbekommen. Ich weiß das nur von Minecraft-Influencern, ansonsten keine Ahnung. Ja, also ich glaube, das sind viele böse Influencer. So wie der Maney.
Jetzt gerade was zum Rande mitbekommen heute. Genau. Wie auch immer, du kannst einer von denen sein und du kannst sogar Geld mit der Sache machen. Also an deiner Stelle, ich würd die Krebssache ausprobieren, ja? Kannst du unschuldig mal in die Kamera gucken? Also, so wie das, wird das ziehen? Ah Mann, ich hab Bettler vor Cafés gesehen, denen ich eher einen Euro gegeben hätte. Nee, okay, behalt die Haare, wir überlegen was. Okay, gut. Dann habe ich noch eine Frage, um diese ganze Stimmung hier nochmal aufzulockern. Wird Cristiano Ronaldo Weltmeister? Ich hoffe nicht. Ich bin kein Messi-Fan. Ich bin nur professioneller Hater. Ja? Also ich bin in dieser WM jetzt erstmal geistig durch. Ja? Ich gönne dem alten Mann, gönne ich da jetzt gar nichts. Ja? Wer glaubst du, wer Weltmeister wird? Was ist dein Tipp? Mbappé. Das Ding ist... Ich habe Japan gerade an, aber der ich sag Frankreich. Der Diktator, ja. Frankreich ist eine gute Wahl. Also ich bin etwas pisst, jetzt wo Deutschland und die Niederlande raus sind. Die Niederlande wäre mein zweiter Tipp gewesen. Ist Marokko noch drin? Ja, ich glaube schon, ja. Die haben vielleicht, die sind auch ziemlich stark. Die haben vielleicht auch eine Chance. Ja, aber ich gehe mit Frankreich. Not gonna lie. Ich glaube, also der andere, Deutschland hat wie Rotz gespielt. Mein anderer Favorit, Österreich. Ich sage, dass Spanien die WM gewinnen wird. Oh, warte mal, die spielen gerade, oder? Österreich, spielen die jetzt gerade? Österreich gegen Spanien gewinnt, ja. Ich glaube, die spielen gerade. Ah, nee. Oh mein Gott, ey, das muss ich gleich wieder reinhauen. Die spielen in 40 Minuten, spielen die. Damn, okay. Also wenn Österreich gegen Spanien gewinnen würde, dann weiß ich, auf wen ich setzen würde. Dann gehe ich mit den Schluchtenscheißern. Aber ansonsten, die Franzecken schon. Ich habe ja eigentlich auf die Sumpfdeutschen getippt, also die Niederländer, nachdem wir rausgeflogen sind, aber die haben sich ja auch sofort verabschiedet. Was hast du für Namen für die ganzen Länder, Digga? Es ist ganz Fachterminus, ja, das sind die Fachbegriffe. Okay, gut. Sagst du, Luxemburg kommt jemals in der EM oder WM? Also, ich weiß nicht, wenn ihr euer Land irgendwie in die Karibik verschiebt, ja, und dann gegen Curaçao und so spielen müsst, dann schafft ihr es vielleicht beim 4. Versuch. Also, ich weiß nicht, was habt ihr denn für ein Team? Habt ihr genug Einwohner oder müsstet ihr so eine Ziege ins Tor stellen? Wenn ihr genug Einwohner habt, ich weiß, ja? Ich glaube, das sind viele, die halt auch einfach arbeiten. Ach so, ja, sorry, wir sind Influencer, das kennen wir nicht. Richtig. Da weiß ich jetzt nicht, also ich könnte auch, ich würde euch unterstützen, wenn ihr es schaffen würdet. Ja, Digga, Bruder, das wäre so krass. Ja, ich wär ein Fan auf der Tribüne, ich würde den einen Schal, den wahrscheinlich dann irgendeine Verwandte von dir oder so, gibt ja nicht so viele Menschen dort gestrickt hat, den würde ich hochhalten. Ich würde euch voll unterstützen. Ja, also danke. Wir alle, fünf Fans wären da. Ja? Danke. So neben dem Tor oder so. Okay. Wenn es so eine Heimat-WM in Luxemburg gäbe, ja. Also dann ich wäre auch beim Bolzplatz, würde ich auch warten daneben. Ich würde auch daneben stehen. Ja? Dankeschön. Danke. Aber für euch. Ich würde jetzt nicht so reden. Also Deutschland hat ja auch nicht gerade gut gespielt. Nee, ich unterstütze jetzt ja Österreich. Bis die gleich Okay. Digga, Deutschland, ich darf nicht über Deutschland reden. Ich habe die ganze Zeit das scheiß Deutschland-Trikot in jedem Stream getragen. Ihr habt die total hochgehypt, ja. Und ich will auch mal ganz kurz gesagt haben, ne? Wir haben halt, du musst mal überlegen, ja, ich habe das schon gesagt, aber Nick Woltemade zum Beispiel, ja, wir haben dem ein Angebot gemacht. Ja, jetzt wird gefickt mit Nick. Nick Woltemade, schieß ein Tor, wenn du willst, dass ich dir einen blase. Der hätte sich jeden Bundesbürger aussuchen können. 83 Millionen Menschen standen bereit, ja, mit der Hand auf dem Herz und offenem Mund. Und der hat trotzdem beschlossen, kein Tor reinzumachen. Von den anderen mal ganz zu reden, ja. Oh. Ich weiß nicht genau, wie hart es sich Sané und Julian Nagelsmann gegenseitig besorgt haben, dass Sané immer wieder aufgestellt werden dürfte. Aber das muss das moderne Fußball-Äquivalent davon gewesen sein, dass man irgendwie seine Sekretärin im Büro wegschleudert. Ich bin fassungslos, was bei diesem Team gemacht wurde, ja. Durchgängig enttäuscht. Auch bei UNDAF bin ich enttäuscht, ja. Du kannst weiter reden. Ich müsste ganz kurz gucken, ob mein Ofen gerade brennt oder nicht. Du kannst weiterreden, red ruhig weiter. Schaffst du. Ich will nur gesagt haben, 2014, ja, da hatten wir mit Özil einen Hardcore-Erdogan-Supporter bei uns im Team drin. Und da haben wir die Weltmeisterschaft gewonnen, ja. Und jetzt hatten wir dann mal die andere Seite vertreten in diesen ethnischen Konflikten, die es da gab mit einem Kurden. Und jetzt haben wir verloren. Und ich will nur gesagt haben, dass das heißen könnte, dass wir bei dem nächsten WM-Kader wieder einen Erdogan-Supporter reinnehmen sollten. Weil wir gucken müssen, wer uns da mehr nach vorne bringt. Ja, du warst kurz weg. Ach, hi. Ich war ganz kurz weg. Über was reden wir hier gerade?
Es ging nur die Aufstellung des nächsten Kaders, alles gut. Ja? Also, wir. Was? Was hast du gerade gesagt? Ich habe gerade eben gesagt, ja, mit Blick auf Undav. Wir haben ja bei den anderen Spielern, mit 2 anderen Spielern ja schon abgearbeitet, ja. Wir hatten jetzt also einen Kurden im Team, ja, und wir haben verloren. 2014 hatten wir mit Özil einen Hardcore-Erdogan-Supporter im Team. Da haben wir gewonnen, ja. Das heißt, in den Auseinandersetzungen, die es da drüben in dem anderen Teil der Welt gibt, haben wir offensichtlich jetzt geguckt, ja, welche Seite nimmt man, und wir haben gemerkt, okay, so eher Erdogan-Supporter, ja, mit dem wir dann wieder unseren nächsten WM-Kader füllen sollten. Aber Ja, ganz kurz, damit ich weiß, wer ist nochmal Erdogan? Was ist doch. Das ist türkischer Präsident. Warum sollte ich den türkischen Präsidenten kennen? Warum soll ich den kennen? Präsident von Luxemburg. Erster Präsident von Luxemburg. Habt ihr einen oder ist das so und so? Wir haben Xavier Böttl haben wir. Nee, wir haben Grand Duc, aber ich glaube, sein Sohn ist mittlerweile, ich bin mir nicht sicher, irgendwas war, ich glaube irgendwas war da. Grand Duc geht als Name ja richtig hart. Ja, das ist Aura-Name, aber ich glaube, keine Ahnung. Schön. Allgemeinwissen? Ja, ich habe kein Allgemeinwissen. Herzlich willkommen zu meinem Stream nach 3 Jahren, hallo. Ich habe immer noch kein Allgemeinwissen, das kommt nicht einfach so. Wie warst du? Wärst du in der Schule im Politikunterricht? Bruder, ich war nicht in der Schule. Gar keinen. Bist du ja Verwandter von Joey Kelly oder was geht hier los? Wieso warst du nicht in der Schule? Bist du auch mit dem Bus die ganze Zeit rumgefahren und hast Lieder gesungen? Nein, bei mir war... Hast du den Hut immer gehalten? Und deine 10 Geschwister, die haben irgendwie Michael Jackson-Songs nachgemacht oder so etwas. Gab's den Luxemburg Corner, so wie da den Irish Corner, von dem er immer redet? Nee, ich hatte ja mein Aneurysma, das weißt du ja. Und deswegen musste ich... Go big or go home, ja? Ja, rede mal. Deshalb musste ich die Schule abbrechen. Ja, bei welcher Klasse war das? Anfang 9. Bist du nicht wieder zurückgekehrt? Nein. Hast du dann Hausunterricht gehabt oder? Ich hatte Homeschooling, aber Homeschooling habe ich so Hefter bekommen und theoretisch muss man die Hefter von Anfang bis Ende machen und ganz am Ende ist so ein Test und nur diesen Test musst du einreichen. Und da habe ich halt im Internet, damals gab es noch kein ChatGPT oder so, da habe ich im Internet mir für 3 Euro jeweils die Testergebnisse immer gekauft und dann einfach abgeschrieben und dann einfach gegeben. Aber hab's dann trotzdem nicht fertig gemacht. Digga, Homeschooling, das ist einfach Unschooling. Boah, ich meine, Respekt, ja, Respekt. Du hast, ich meine, es ist klug, wenn man nicht erfolgreich durchschummelt, ist das auch klug, ja. Hast du irgendwas verpasst? Du, ich glaube, nach Anfang 9. Klasse kommt nichts mehr Wichtiges. Ich habe das auch nur gemacht. Hast die wichtigsten Sachen durchgenommen? Ich habe das auch nur gemacht, weil, also damals habe ich dann da richtig angefangen, die ganze Zeit durchzustreamen. Und mein Vater hat die ganze Zeit gesagt, ich hatte da keine Ahnung, wie viele Zuschauer, ich hatte 5 bis 10 Zuschauer. Und mein Vater hat halt meinte die ganze Zeit so, ja, bitte mach die Schule, sonst darfst du nicht mehr am PC sein und so. Nee, deswegen habe ich diese Tests gemacht. Denn da habe ich halt einfach 3 Euro ausgegeben, habe den Test gemacht, habe meinem Vater gegeben, damit mein Vater gefüttert wurde und mich nicht weiter abfuckt, weißt du? Hat geklappt. Du hast welchen Abschluss, welche Note hast du als Abschlussnote dann gehabt? Nee, ich habe welcher Abschluss war das dann? Ich habe irgendwann, also das läuft so, du musst alle Hefte einreichen. Wenn du alle Hefte eingereicht hast, dann hast du dich mäßig qualifiziert und musst dann irgendwie nach Hamburg gehen und da machst du dann deinen Abschluss. Ich habe aber kurz vor Ende einfach abgebrochen und nie wieder diese Hefte weitergemacht. Moment, das heißt, technisch gesehen hast du nur einen Grundschulabschluss. Ich habe gar keinen Abschluss. Ich bin so froh, dass du Influencer bist. Ich bin so froh, dass du Influencer geworden bist. Warum das denn? Also, es gibt literally keine zweite Option hier, ne? Ja, so ich könnte Sportler werden. Kannst du Bundeswehr, du bist jung genug. Sportler könnte ich werden. Ich habe ganz schlechte Nachrichten. Ich fürchte, der Zug ist für uns abgefahren. Ich fürchte, das wird nichts mehr. Okay, heute Morgen auch schwimmen und habe gedacht, boah, erfolgreicher Schwimmer werden, aber ich fürchte, es ist over. Es ist over für uns. Ja, also, wir werden keine Sportler mehr. Wir können hier nach landen wir in der Gosse und können unseren Körper anbieten, aber mehr schaffen wir auch nicht mehr. Also, ich hoffe, das Haus auf Madeira ist abbezahlt, weil ansonsten darfst du am Strand in Malle irgendwie Sonnenbrillen verkaufen. Aber man kann die Fritten in die Tüte packen. Ich weiß nicht, welchen Schulabschluss man braucht, um bei McDonald's zu arbeiten, aber die Wahrscheinlichkeit ist größer 0, dass du ein Zeugnis vorweisen musst.
Wirklich jetzt? Kann sein, ohne Sagt Scheiß. ihm Ich meine, Grüße von mir. Er meinte, er kennt meine Mom in sehr der gut. Küche, in einem Gesundheitsamt verpflichtenden Umfeld. Ich weiß nicht. Wenn ich bei irgendeinen Schulabschluss. Meckes arbeiten will, brauche ich Hauptschule. Wer meinst du, wie viele Achtklässler diese Frage schon gestellt haben? Nein, für einen Job bei McDonald's brauchst du nicht zwingend einen Hauptschulabschluss. Aber das war. Wusstest du, dass McDonald's-Mitarbeiter mal mein Traumberuf war? Kein Witz. Warum lachst du? Mein Plan damals als 13-Jähriger war, als ich so, man hat ja immer so Phasen, wo man richtig motiviert ist, so zu lernen und bla bla bla. Und das war die Phase, in der du motiviert zum Lernen warst. Da gab es eine Phase, da neues Schuljahr, ich war richtig motiviert. Man kauft sich so neue Hefter, neue Stifte und denkt sich, okay, das ist jetzt mein Jahr. Und da war auch, okay, ich ziehe jetzt durch, dann danach ich studiere und während ich studiere, verdiene ich mir ein bisschen was dazu bei Meckes. Hat alles nicht geklappt. Alles nicht geklappt. Aber ich mag den Gedanken so, dass du so gesagt hast, dieses Jahr ziehe ich richtig durch. Das so als Traum, so als Motivationsbild für diesen Meckes-Mitarbeiter. Irgendwie dich so vor dir an die Wand gehängt, damit du mal hochgucken kannst, was du werden kannst, wenn du jetzt richtig durchziehst, wenn du endlich Login gehst. So, und vielleicht werde ich sogar stellvertretender Mitarbeiter an der Pommesstation, wo ich die Pommes auch selber salzen darf, wenn ich jetzt richtig Ich sag immer noch, guck mal, wenn ich das jetzt sage, ich rage mit wahrscheinlich der ganzen Generation, aber also damals als Kind dachte ich immer, bei McDonald's arbeiten ist so chillig einfach. Okay, aber fair zu sein als Kind dachte ich, nee, ich dachte das als Kind nie, weil ich war immer nur an Autobahnraststätten bei McDonald's und die sahen schon immer deprimierend aus. Aber ich fühl, was du meinst, ja. Ich meine, so in so nicht so motivierten Phasen hast du dann an Burger King gedacht oder? Nee, Hast du geweint, als die erste Selbstbedienungskasse bei McDonald's eingeführt wurde? Und nein, ich war glücklich, Digga! Ich war so glücklich! Digga, das hat damals gar nicht gebockt, mit denen zu reden. Oh mein Gott! Checkst du nicht? Das war. Ja. Nee, aber actually, was ich auch immer mal werden wollte, was auch krass ist, wenn man mich jetzt so sieht, ich wollte immer Grundschullehrer werden. Also das wäre für McDonald's-Mitarbeiter vielleicht doch lieber noch eine Option. Aber ich sag, du kannst in der Grundschulklasse, wenn du keine Streaming-Karriere hättest, ja, dann könntest du in die Grundschule reingefahren werden können. Weißt du, wenn die manchmal so Karrieretag haben oder auch so vorstellen wollen, so manchmal ja, was wäre, wenn ihr in der Schule nicht genug aufpasst? So, es gibt doch in den USA, gibt es auch dieses Beyond Scared Straight Programm, wo die so Knackis vorführen, damit die dann sagen müssen, welche falsche Entscheidung getroffen haben und dass man in der Schule bleiben soll. Ja. Also ich sag mal, ohne Streaming-Karriere, das hättest du safe machen können, ja. Bruder, ich habe damals in all meinen Tests geschummelt. Aber ich sag, Grundschullehrer ist doch nicht so deep. Das dauert voll lange, das zu studieren. Ja. Ohne Scheiß. Du musst ja mehrere Bachelorabschlüsse machen. Du musst sogar mehrere Abschlüsse studieren. Das dauert richtig lange. Du musst 5 Jahre mehrere Studiengänge studieren. Grundschullehrer, gemessen an dem, was man verdient, bockt gar nicht die Vorbereitungszeit dahinter. Also das ist, ich habe 2 Kumpels, die machen das. Und in der Zeit kannst du halt auch einfach Physiker werden und dann deine 10 Riesen bei Rheinmetall reinholen, anstatt dass du diese nervigen Plagen versuchst, irgendwas beizubringen. Ich meine, die Hälfte dieser Kids, die sind am iPad großgezogen worden, wahrscheinlich indem sie unsere Streams geguckt haben. Das heißt, deren Gehirn ist schon zerschossen. Jetzt denen noch irgendwas beibringen wollen, ist in meinen Augen ein verlorenes Spiel. Also müssen die alle durch KI ersetzen. Also sagst du, man sollte Kinder durch KI ersetzen? Ich denke, wir brauchen mehr Kids. Wir hatten das im letzten Livestream. Wir brauchen mehr Kids, ja. Ja, das sagst du jedes Mal, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, du sagst das in jedem Stream. Thema. Ja, aber dann fick dich doch durch die Welt. Ja, wir haben noch eben darüber gesprochen, dass das nicht so einfach ist. Okay. Ich kann nicht eine 36-Jährige zur Mutter machen. Ich war 21, ich war nicht bereit, Vater zu werden. Und die war zu alt, um Mutter zu werden. Okay, das... Ja. Okay. Oh mein Gott, ich bin so ein Opfer. Ich hab ja gefragt wegen schwarzen Loch, Digga. Ich hatte eine Frage, wo ich eigentlich hinaus wollte. Habe ich komplett vergessen. Oh ja. Stimmt, wir machen ja Physik. Ja, stimmt. Ja, genau. Das ist jetzt eine Chatfrage. Wenn ich nah an einem schwarzen Loch mit jemandem FaceTime und er auf der Erde, würde er mich immer langsamer sehen hören, während ich immer schneller sehe? Eigentlich müsste er ja tot sein dann.
Ach so muss gar nicht so krass sein. Hängt ja davon ab, wie nah du dran bist. Es kann ja auch eine Stunde für dich vergehen und für ihn vergehen halt 2 Stunden. Ja, also das geht ja auch, je nachdem, wie nah du dran bist. Kann auch für dich eine Stunde vergehen und für ihn vergehen Jahre. Ich meine, technisch, ganz realistisch, wird natürlich die Verbindung abbrechen. Wenn wir diesen Aspekt aber ignorieren, dann ja. Dann wärst du einfach, also wenn wir jetzt mal so tun, als wenn quasi die Datenübertragung trotzdem flüssig wäre, weil du, keine Ahnung, eine Gigaleitung da draußen hast, dann ja, dann würde man dich in Zeitlupe sehen. Also wenn ich zum Beispiel weiter weg von einem schwarzen Loch stehe und du fällst in ein schwarzes Loch rein, dann würde ich sehen, wie du dich immer langsamer und langsamer auf das schwarze Loch zubewegst. Und wenn du direkt davor wärst, dann würdest du aus meiner Perspektive einfach einfrieren und dann dich langsam rot färben und unsichtbar werden, weil einfach deine Zeit so anders ist, dass du jetzt dich so langsam aus meiner Perspektive bewegst, dass du einfach eingefroren bist. Aber weil deine Zeit so langsam ist, wird dein Licht, das bei mir ankommt, auch immer schwächer. Und dann bewegt sich das erst in den Infrarotbereich und ist dann unsichtbar. Das heißt, du würdest langsam rot werden und unsichtbar werden. Das heißt aber ja, auf dem Weg dahin würdest du einfach immer langsamer und langsamer werden, weil deine Zeit, die ich bei dir sehe, aktiv eine andere ist als die ich erlebe. Aber, also stirbt man, wenn man in ein schwarzes Loch geht? Nein. Safe. Ich meine, so. Könntest du ein schwarzes Loch tatsächlich betreten? Ja. Ein supermassives könntest du betreten, aber die Umgebung ist halt gigatödlich. Also radioaktive Strahlung, Gravitationserschütterung, unglaubliche Hitzen von Millionen von Grad. Ja, aber dann, würdest du all das... Ich würde dir einfach einen Anzug anziehen. Würdest du einfach einen perfekten Anzug anziehen, könntest du ein schwarzes Loch betreten. Komme ich wieder raus? Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Aber wie lange kann ich da dann chillen einfach? Wenn es ein richtig gigantisches ist, also ein richtig gigantisches schwarzes Loch kann ja so groß sein wie ein Sternensystem, dann hättest du Jahre, die du da drinnen wärst. Der Kann man Druck sich würde da immer umbringen? weiter steigen, die Zeit. Das schon. Das Wie? sollte man noch hinkriegen, denke ich. Naja, wie du willst. Wie du willst. Ja, nee, Also, okay. Sagen wir, du hast nichts dabei, du bist in so einem richtig fetten Anzug. Diesen Anzug kannst du selber nicht aufmachen, zumachen. Du bist mäßig einfach so. Und du kannst auch deine Finger nicht mehr bewegen, nix. Du kriegst durch deine Adern irgendwie automatisch trinken und essen. Und das war's. Kann man sich dann umdringen? Nein. Boah, Alter, maximal dystopisch. Nee, dann hättest du keine Chance. Da müsstest du darauf warten, dass du auf dein Ende zufällst. Das könnte ewig lang dauern, aber es ist doch unvermeidbar. Also in einem rotierenden schwarzen Loch, die nennt man Kehrschwarze Löcher, wahrscheinlich sind die meisten schwarzen Löcher in unserem Universum so, wird die Raumzeitkrümmung in dem schwarzen Loch drin so extrem, jetzt wird's wild, dass Raum und Zeit ihre Position tauschen. Das bedeutet, das Zentrum des schwarzen Loches, die Singularität, die ich eben angesprochen habe, wo du also ankommst und dann ist später, also du wirst schon vorher zerquetscht werden, aber dann ist Schicht im Schacht, dann wirst du in deine Partikel zerlegt. Aber diese Singularität liegt nicht mehr von dir aus gesehen in der Mitte des schwarzen Loches, sondern stattdessen liegt sie in deiner Zukunft. So wie zum Beispiel der morgige Tag in meiner Zukunft liegt. Und das heißt, es ist unvermeidbar, dass du es erreichst, weil du dich zeitlich jetzt darauf zubewegst und nicht mehr räumlich. Und du könntest nur entkommen, wenn du in der Zeit rückwärts reisen würdest, aber das geht vermutlich gar nicht, in der Zeit rückwärts reisen. Ja, aber man kann in die Zukunft. Ja, du müsstest ja nicht in die Zukunft dann reisen, du bewegst dich ja automatisch, wir bewegen uns ja gerade auch automatisch in die Zukunft. Ja, die Zeit bewegt sich aber wenn nach ich jetzt... Frag ihn zu weißen Löchern und ob er meint, dass es die gibt. Wenn ich jetzt ins Weltall gehe und da chille, dann bin ich ja in der Zukunft gereist. Nö, nicht zwangsweise, nö. Warum? Ich dachte, also deine Zeit vergeht nur anders. Ja, aber ich bin ja also wenn bei mir eine Stunde vergangen ist, bei euch ein Tag vergangen. Das stimmt, aber deswegen bist du nicht in der Zukunft, deine Zeit ist nur langsamer vergangen. Der Moment ist trotzdem der gleiche. Ja, quasi das Gleiche. Also, wenn du jetzt zurück zur Erde willst, dann wärst du quasi in die Zukunft gereist, ja. Ja, genau. Jetzt mit Blick auf die Erde, relativ zur Erde, ja. Physikalisch nein, relativ zur Erde, ja. Warum macht das keiner? Technisch gesehen macht man es. Astronauten, die ein Jahr lang auf der ISS sind, die drehen sich alle 90 Minuten um die Erde, die sparen 0,2 Sekunden pro Jahr. Oh. Leben die kürzer. Also du müsstest schon scheiße viel Geschwindigkeit drauf haben, damit du mehr rausholen kannst. Aber warum, also kann man das nicht irgendwie machen und dann verkaufen und checkst du? Ich check, aber nee, nicht wirklich auf eine sinnvolle Art und Weise. Wenn du dich in die Nähe der Sonne begibst, könntest du ebenfalls ein Tausendstel, 2000stel pro Jahr an Zeit sparen ungefähr. Also wenn du direkt bei der Sonne wärst, weil die ist ja auch fett größer als die Erde.
ich weiß nicht, vielleicht in die Nähe der Mütter meiner Zuschauer setzen. Das sollte die Zeit genug manipulieren. Weil will auch keiner machen, das will auch keiner sehen. Es gibt nicht wirklich irgendwas in unserer direkten Nachbarschaft, was hier helfen könnte, würde ich sagen. Ja. Das nächste schwarze Loch ist so 150 Lichtjahre entfernt. Da brauchst du von der Erde aus mehr Zeit, als die gesamte menschliche Zivilisation bisher existiert hat, bevor du da bist. Spaghettifizierung. Das passiert, wenn man in ein kleines schwarzes Loch reinfällt. Und was ich gerade beschrieben habe, das sind die ganz großen schwarzen Löcher im Zentrum von Galaxien. Hab einfach ein Wort vorgelesen. Wenn du in ein kleines schwarzes Loch reinfällst, also eins, das durch einen sterbenden Stern entstanden ist, das ist dann nur so ein paar Kilometer groß. Und weil das trotzdem diese gigantische Gravitation hat und diese Riesenmasse auf einem so kleinen Ort, ja. Dieses Wort Spaghettifizierung gibt es. Ist ein echtes Wort. Das ist ein echtes Wort. Ja. Das ist ein echter Begriff aus der Wissenschaft. Das kann nicht sein. Ja. Oh, warte, ich habe auch direkt Kessler-Syndrom. Und das ist wild. Das ist viel, viel höher als die anderen Fragen. Wie ist deine Zuschauerschaft daraus gekommen? Das erste Mal jemand in deiner Community einen hellen Gedanken gefasst, oder was? Also was ist das? Eventuell könnte Elon Musk wegen Geldgier dafür sorgen, dass wir die nächsten 300 Jahre die Erde nicht verlassen können. Wie? Das Kessler-Syndrom beschreibt die Tatsache, dass wenn wir zu viele Satelliten ins Weltall packen, dass die dann eine Kaskade auslösen können, also sich gegenseitig berühren können, zerstören können, zersplittern. Die Splitter verteilen sich, zerstören andere Satelliten, mehr Splitter verteilen sich, zerstören andere Satelliten, jada, jada, jada. Wir hätten eine riesige Armee an Splittern, die um die Erde drehen würden. Was hast du gerade gesagt? Jada, 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 einfach immer mehr und immer mehr. Kennst du Jada, Jada, Ponk? Nee. Hä? Warte, ich fass kurz an. Das ist ein Sprichwort. Oder? Nein, aber das ist ein Lied. Ach, Digga, mein scheiß Spotify geht seit Tagen nicht. Ja, scheiß drauf. Lad deine Musik einfach. Nee, ich sag nichts. Also, zurück zum Thema. Du hast also ganz viele Satelliten, die sich um die Erde drehen. Und die ganzen Meer aus Splittern. Und die würden halt jede Rakete zerstören, die weiter nach oben steigen würde. Und es wird ca. 300 Jahre dauern, bis die sicher wieder alle weg sind. Und momentan haben wir 13.000 Satelliten im Weltall. Um die Erde drumherum. Elon Musk möchte daraus erst 50.000 machen, zusammen mit Jeff Bezos und den anderen wollen die daraus aber 1 Million machen. Ach so. Da würden wir auch die Sterne übrigens bald nicht mehr richtig sehen. Also das hat die ESA jetzt lustigerweise diese Woche bekannt gegeben. Die hat davor gewarnt, weil dann sehen wir keine Sterne mehr im Sternenhimmel richtig, von der Erde aus. Nur noch Satelliten von Milliardären. Aber auf jeden Fall könnten die sich alle gegenseitig zerstören und dann wären wir auch so 300 Jahre auf der Erde gefangen, weil so kleine Splitter kriegst du nicht runter. Sieht man tagsüber dann auch die Satelliten? Gute Frage. Bei 1 Million würdest du wahrscheinlich ein paar sehen können. Boah, das ist doch scheiße. Keine Sorge, wer ist denn dafür zuständig, das zu entscheiden, ob das gemacht werden darf? Ach ja, die Trump-Regierung. Ich bin sicher, die wird eine weise Entscheidung treffen und nicht im Sinne der Milliardäre entscheiden. Ja. Die Zukunft sieht strahlend aus, Kids, ja? Die Zukunft sieht echt scheiße aus, ne? Ja, wie schon gesagt. Also wir Influencer, wir gehobenes Volk, müssen echt gucken, dass wir schnell von diesem Stein hier runterkommen. Ja, wir müssen uns schnell mal ein Ticket für irgendeine Rakete holen, weil es wird knapp. Also die Reichen, wir Reichen, wir müssen uns absetzen von hier. Ja, und das Pack, wie in dem Film Elysium, das Pack zurücklassen. Ich fand das in dem Film Elysium, falls du den gesehen hast, dass da die Bösen gewonnen haben. Ja, dass dieser krebskranke Matt Damon es tatsächlich auf die Station geschafft hat und die armen Reichen auf ihren Golfplätzen gestört hat, nur um deren Technologie auf die Erde zu den Armen zu bringen, fand ich scheiße. Machen wir so nicht, ja? Wenn wir beide erstmal mit den anderen Reichen da oben im Weltall leben werden, dann spucken wir auf das Fußvolk. Bist du reich? Wir alle. Nein. Aber wenn wir reich sind, dann machen wir das. Das ist positives Affirmative Thinking, weißt du? Das ist positives Denken. Nee, das heißt anders, hä? Das heißt, nee, keine Ahnung, wie das heißt. Das heißt anders. Manifestieren. Manifestieren, genau. Ja, so wir manifestieren das, dass wir vom Weltall aus auf das Fußvolk runtergucken können und also ich träume auch manchmal davon, dass ich so obszön reich bin, dass wenn mich so eine normale Person auf der Straße anspricht, dass ich dir auch so sagen kann, kannst du bitte woanders hin atmen, so ich kann das nicht, ja, also, dass ich so abgehoben bin. Also ich bin auch nicht an dem Punkt angekommen, aber mental bereite ich mich schon mal darauf vor. Warst du schon mal auf so Messen? Welchen Messen? Ja, nee, allgemein auf Messen. Oh, ich war jahrelang Lobbyist, ich war auf allen. Aber wie kommst du damit klar, dass du so die gleiche Luft atmest wie die anderen? Ach nee, du meinst so Gamescom und sowas, solchen Messen, sorry. Nee. Ich war auf so politischen Messen, ich war Lobbyist früher. Ja. Nee, ich war auf den Messen, auf denen die Sekt an Leute verteilen und nicht Deos. Ich bin Bist du auf die Gamescom? Dieses Jahr überlege ich hinzugehen. Also boah, geh hin, das ist so krass. Wann ist die Gamescom? Die ist Ende August. Wann ist die Gamescom?
Safe, okay, ich komm vorbei. Safe. Das wäre so krass. Digga. Was kann man da so treiben? Kann man noch Tickets jetzt kaufen? Geht das? Gar nichts. Gar nichts kann lange in der Schlange stehen. Genau. Tickets kaufen, Games. Du kriegst safe ein Creator-Ticket, oder nicht? Doch, safe, oder? Ich glaube, ich habe sogar mal eine Einladung bekommen. Nee, dann hätte ich die angenommen. Oder war da nicht? Nee, ich war auf so einer anderen E-Sports-Messe, aber da habe ich dann Handschuhe angezogen. Wenn ich Leuten die Hand geben musste, dann passte das. Kann das ja so machen wie Montana Black, dass ich so ein Sicherheitspersonal in so einem Quadrat Real Talk? Ich dachte, du brauchst das. Nein, ich schwöre, du brauchst das. Wie war's denn? Du warst dort, du bist dort, oder? Du gehst safe dahin. Ich bin da, ja. Ja, wie ist das bei dir, wenn du da hingehst? Ja, ich darf, also, wenn ich jetzt streame auf der Messe, dann dann muss ich Security haben. Boah, fuck. Sonst darf ich nicht dahin. Ja. Und du hast dann aber also wie ist das? Da gibt's da so einen Creator-Bereich, oder wie ist das? Ja, da gibt's, ich hab gehört, ihr habt Afterpartys. Ja, Afterpartys sehr gut, da habe ich letztes Jahr das erste Mal gesoffen, sehr, sehr, sehr gut, kann ich nur weiterempfehlen. Aber das heißt, das erste Mal gesoffen? Ich habe das erste Mal gesoffen letztes Jahr. Mein schwaches Herz. Ich könnte nie. Okay. Ich könnte nie. Ich glaube, das erste Mal gesoffen habe ich im Jahr 2015. Ja, ich war immer so anti-Alkohol. Fühle ich nicht. Ja, ist okay. Ja, prima, Hammer. Ja, aber jetzt Hammer. Jetzt ab und zu, ich trinke so immer. Ich trinke immer, wenn so Aftershow-Party ist oder so. Und Urlaub. Geil. Also das heißt aber, die Party muss richtig geil dort gehen. Wenn du dann ja zum ersten Mal dort gesoffen hast, dann muss das ja eine richtig geisteskranke Party sein. Ja. Wenn die dich überzeugt hat. Ja, I guess. Ich weiß nicht. Okay. War nicht schlecht. Okay, ich komm vorbei. Nee, das ist geil. Okay. Nee, aber ja, guck mal, geh da hin, das ist wirklich geil. Okay, ich guck mal, wen ich anschreibe. Ich bin dabei, safe. Geil. Safe. Machen wir. W. Let's go. Es gibt 2 Fantreffen, die ich dieses Jahr machen will. Ich will zum Oktoberfest und zur Gamescom. Nach der Gamescom auch und auf dem Oktoberfest. Ich hab noch ein, das wird auch hart gehen. Willst du auch zum Schanzenfest gehen? Wann ist das Schanzenfest? Ich hab's mir eingetragen, aber ich glaube wahrscheinlich nicht. Ich hab's aber im Kalender eingetragen. 8. August, glaube ich. Ich guck nochmal, aber ich glaube 8. August. Das ist der Monat, da wird der beste Monat dieses Sommers. 8. August. Hammer. Wir können das machen, wir können da auftauchen. Warum nicht? Digga, warte mal. Würdest du mit mir zum Schanzenfest gehen? Ich würde mit dir zum Schanzenfest gehen. Das wäre so krass. Das wäre so krass. Dann nehmen wir nehmen das ganze Ding mit. Das heißt, wir lassen uns auch von der Polizei verhaften, wenn die uns für alle vertreiben und so. Wir machen das ganze Schanzenfest original. Ich habe sogar letztens einen Beitrag gesehen, letztes Jahr einfach. Die Polizei hat ja letztes Jahr schon gewartet und hat ja versucht, ja, die waren mit Hunden im Wald und so. Ich hab alles mitverfolgt damals. Der lokale Rewe, der hat extra aufgestockt an Bier und dergleichen, um die Leute zu empfangen, die da aufgetaucht sind. Die haben aufgestockt mit Bier und diesem Käse da. Ich weiß nicht, wie der Käse heißt. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß auch nicht, wie der heißt. Aber das ist so geil. Ofenkäse. Genau, ja, stimmt. Ja. Die haben darauf geguckt und haben gesagt, ey, wir machen hier was. Ja, aber ich habe auch damals gesehen, die haben ja dann teilweise versucht, also man konnte ja nicht zu dieser Schanze, dann haben die versucht, durch den Wald zu gehen und da waren so Polizisten mit so Hunden, die so andere gejagt haben, Digga, das war geisteskrank damals. Du, unsere loyalen Fans werden uns schützen. Wir brauchen nur einen menschlichen Schutzschild, der das Pfefferspray abfängt und dann kommen wir da durch. Okay, wenn ich hingehe, dann schreibe ich dir. Wir beide, wir planen das zusammen, dann gehen wir, wenn schon, ich stand jetzt auch nicht auf meinem Kalender, du hast mich darüber informiert, ja, wenn schon, gehen wir da zusammen hin. Ja. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich hingehe, aber wenn ich hingehe, dann sage ich auf jeden Fall Bescheid. Das wäre so krass, Digga, das wäre so random. Fest als Grund, so endlich sieht man sich mal in echt. Weißt du, so ein Handschellen, weißt du, am Digga, so endlich wir werden das erste Mal in echt sehen am Schanzenfest. So an der Kasse beim Ofenkäse kaufen. Ah, Hugo, Mensch. Das war kein Festival, oder? Ich muss kein Zelt mitbringen. Nein, das sind einfach nur sehr viele. Wer legt da auf? Da legt keiner. Das sind sehr viele Arbeitslose, die einfach nur zu der Schanze pilgern und das war's. Also wir, okay. Ja, genau. Ist das schön. Ja, geil. Ja, safe. Ja gut, in 9 Minuten ist das Spanien-Österreich-Spiel. Oh, scheiße. Ja. Müssen wir einen Tipp abgeben vorab? Boah. Also ich bin der Meinung, dass Österreich auf gar keinen Fall eine Chance hat, aber ich würde es mir wünschen, dass Spanien raus ist. Deswegen hoffe ich auf ein
Ich hoffe auf ein 1-1 Elfmeterschießen, Österreich gewinnt. Warte mal. Das gehe ich mit. Das gehe ich mit. Darauf hoffe ich auch, ja. Also, ihr lieben Schluchtenscheißer, ja, ihr lieben Aber es wird wahrscheinlich ein 3-1 für Spanien. Bräuchte mich nicht. Wahrscheinlich wird es ein 5-1 für Spanien, ja, höchstens. Oder so. Also höchstens ein Tor für Österreich, ja. Aber meine lieben Österreicher, wir stehen voll hinter euch. Was ist der Unterschied zwischen einer österreichischen Kartoffel und einem österreichischen Kind? Die Kartoffel ist erst in der Erde und dann im Keller. Auf jeden Fall, wir stehen zu 100% hinter euch. Digga, was? Digga, ich hab den erst ein bisschen später gecheckt. Digga, what the fuck? Bro, okay. Aber, also nur weil es mich interessiert, also das sind ja alles nur Jokes von dir und davon ist ja nichts irgendwie Realität in deinem Leben. Warum schaust du mich so an? Okay. Safe. Okay. Safe. Hey, von meiner Seite aus keine Bedenken, safe. Ja? Okay. Alles nur Scherz. Na gut. Ja gut. Ja gut. War ein geiles Gespräch wieder. Wieder ein sehr produktiver Abend. Ist immer wieder schön, weißt du, ich mag den Gedanken halt, dass ich halt anderen jetzt so gleich sagen werde, ja, das ist halt mein Job. Ja, so wieder ein harter Tag auf der Arbeit gehabt. Ja, gerade eben wieder ein 2-Stunden-Meeting auf der Arbeit gehabt. Das sag ich immer, ich sag mir, ich hab ein Meeting gehabt. Und dann ist das da hier so ja, nur diese Scheiße hier. Ja, aber man... Gehst du auf dem Schanzenfest? Ja, lass mal auf dem Schanzenfest gehen. Wieder heute voll der harte Arbeitstag gehabt. Anfang August habe ich jetzt einfach in Geschäftsreise reingedrückt bekommen. Ja, ich muss einfach für einen Tag wegreisen. Aber man lernt ja auch ein bisschen was. Du lernst ja ein bisschen was, ich lerne ein bisschen was. Ja, ich habe heute sehr viel gelernt. Okay. Über alternative Bildungswege. Na gut. Okay. Dann war mir eine große Freude. War sehr geil. Wir sehen uns zeitnah wieder. Ne? Machen wir. Stark bleiben. Ja. Du auch. Gut, liebe Zuschauer. Und viva Österreich. Wir sehen uns später. Viva Österreich, so nämlich. Ciao. Ciao.